So, grüß Gott. Bitte was? Boah, ich schwitze jetzt schon, jetzt noch nicht einmal angefangen. Ich hätte meinen Ventilator holen sollen. Ich stelle die Frage nicht, warum ich diesen Anwalt nicht da habe. Warum wird da überhaupt das Ding noch nicht angezeigt? Jetzt Moment einmal. Moment einmal, da stimmt was nicht. Ja, Hauptsache da steht er nicht drin. Komm mal gleich. Boah, Ich hab schon gescheit gemacht. boah, was für dicke Steine. Hi. Highlander, grüß dich. Herbert, habe ich dir, Messer wieder mit. Bei mir ist es fit, es ist nur sauheiß. Ich hab es gefühlt, keine Ahnung, ich sitze jetzt 5 Minuten da, 10 Minuten da und ich schwitze jetzt schon wieder wie ein Ochs. Ich weiß nicht, ich hätte mir meinen Emulator so geschaut, meinen Ventilator noch aufverdrungen sollen. Das muss ich unbedingt noch machen, weil jetzt kommt so die Jahreszeit, wo es halt erinnert ziemlich schwellig wird. Aber gut, ich hoffe, bei euch passt es. Heute lust das Grauen, definitiv. So, jetzt Moment, Leute, ich muss jetzt das schnell auswählen, weil jetzt hat stimmt das nächstes. Jetzt zwar auf der falschen Seite, aber soll ja ein Gesicht haben, das Ganze. Leute, wie geht's euch? Bei irgendwas fit. Der Franzl-Schorsch, merci für den Following. Habe ich dir, ich gehe mir davon aus, du bist ein Bayerischer. Aufgrund des Namens. Wifey, habe ich dir, bin schon da, hab noch die Runden fertig gehäkelt. Jetzt hab ich kurz gehäckselt gelesen. War nicht schlecht. Häckseln war aber auch mal eine gute Idee, oder? Findest du nicht? So, jetzt nachdem mein Overlay jetzt hoffentlich einmal komplett passt. Franzl-Schorsch, alles gut bei dir? Wie geht's da? Generell wäre bei Bank hoffentlich alles flauschig soweit. Im Herbst dann wieder. Im Herbst tust du dann häckseln. Okay, gut. Das tue ich vielleicht morgen. Folgende Sache. Freilich und bei dir. Bei mir, wie gesagt, ich schwitze wie ein Ochs. Ich hab noch gar nichts da. Ich war zwar schon... das ist gelungen, ich hab Tennis gespielt, aber... Ne? Nichts da beim Sitzen und Schwitzen. Aber gut, das ist sehr mal auf hohem Niveau. Aber was ich sagen wollte. Heute besteht theoretisch die Gefahr, dass ich morgen häckseln muss. Im Sinne von Übelkeit, ja? Warum? Der Plan war ja eigentlich, dass ich morgen um 9 in der Früh am Frühschoppen-Stream mit Mozart mache, zwecks It Takes Two, ja? So, jetzt ist es aber so, dass meine Schwägerin praktisch die Woche Abi geschrieben hat. Die ist jetzt fertig. Nicht nur mit Abi, sondern auch mit den Nerven. Und jetzt möchte ich heute mit mir und mit der Main und mit ihren Leuten und so ein bisschen, ja, ein bisschen feiern, so. So, und da ist halt, wie es halt einmal so ist, halt Alkohol im Spiel. Und die 1-2 Mal im Jahr, wo ich etwas trinke, ist eigentlich nur Silvester. Das war's eigentlich schon. Jetzt kann man heute fast nicht erlauben, dass ich mich als Einzigster in dem Haufen da hinsitze und praktisch nichts trinke. Ja, jetzt kann es unter Umständen sein. Falls der Mozart noch da ist oder jetzt schon da ist, ich weiß es nicht, muss ich ihm nur sagen, dass eventuell kriminell so sein wird, dass wir den Stream vielleicht noch mal verschirmen. Weil ich denke mal, halt, ob wir jetzt das morgen machen oder im Laufe der Woche bleibt sie, glaube ich, kopfgefegelt, wenn du mich fragst. Aber gut. Warten wir, bis es wiederkommt. Hoffentlich wird es nicht so schlimm. Ich wollte eigentlich ins Freiburg gehen. Also eigentlich war es geplant, wenn das der Stream halt nicht stattfindet und wir mal heimgefahren haben, kommt eine massivste Wetterfront auf uns zu und ich denke mir so, ja, nass werden du ja auch von allein.
Aber gut, es hilft ja eh nicht. Dann streamen wir halt. Okay? Blocktail, glaube ich, ist ein guter Kompromiss. Du musst ja auch nicht zusaufen. Nein, das eh nicht, um Gottes Willen. Aber es wird wahrscheinlich ja so werden, dass wir jetzt praktisch bei meinen Schwiegerleuten schlafen werden. Weil, wenn ich ein wenig etwas trinke, darf ich trotzdem nicht mehr Auto fahren. Und ich bin da einfach eisern. Wenn ich etwas getrunken habe, dann bleibt das Auto stehen. Punkt aus, Äpfel Amen, da gibt es bei mir nichts. Weil erstens einmal, auf das Glatteis, dass ich meinen Führerschein verliere, weil ich kontrolliert wird, auf das begibt mich ich nicht. Ja? Da hat schon ganz andere nicht erpresselt. Auch in meinem Bekanntenkreis, leider. Ja? Weil die waren leider nicht so gescheit. Deswegen, aber gut. Jetzt schauen wir einfach mal. Normalerweise, also soll jetzt nicht komplett eskalieren, dann findet der Stream natürlich nach wie vor statt. Das ist aber sowieso klar. Aufs Wochenende bitte, dann könnt ihr das Finale sehen. Was für Finale denn? Was denn für Finale? Ach so, wo man den Text tun meinst. Ja, wenn es das Finale ist, ich weiß es nicht. Wir haben ja keinen Plan. Wir haben jetzt noch 1,5 Zählen, die wir holen müssen. Ja? Wir wissen nicht, dauert das eine Stunde, dauert das 2 Stunden, dauert das 4 Stunden. Wir haben ja keine Ahnung. Das könnte sein, dass das nur einmal ein Stream dauert. Ja? Abgesehen davon. Ja, okay, das ist absolut vernünftig. Entweder trinken oder fahren. Eben. Weil sonst unsere Schwiegerleute haben es uns jetzt eben halt angeboten, dass wir halt bei einer schlafen können, wenn es wirklich ist. Weil normalerweise fahre immer ich, weil ja ich einfach grundsätzlich eigentlich keinen Alkohol nicht trinke. Oder was heißt nicht trinke? Ich trinke schon einen, aber ne? Ich bin jetzt nicht darauf angewiesen, sagen wir es so. Und dann hat halt heute meine Schwiegermama gesagt, hey, wenn der Markus was trinken möchte, dann könnt ihr auch da schlafen. Ja? Und so ist jetzt der Stein so ein bisschen ins Rollen gekommen, weil wir drängen uns dann auch nicht, also wir drängen uns ja dann auch nicht auf. Aber jetzt schauen wir einfach mal. Jetzt schauen wir mal, dann sehen wir es schon. Das wird dann schon irgendwie werden. So wird schon werden, je nachdem, wie lange ihr streamt. Ja, also ich sag mal, wenn wir morgen streamen und pünktlich anfangen, was eigentlich bisher nie ein Problem gewesen ist, dann wären es ungefähr, also bis spätestens 4 über 11. Ich muss spätestens um 4 über 11 weg. Also es sind ungefähr 2 Stunden in etwa. Aha, so. Der Matzi heißt Markus. Hä? Was? Der Matz ist mein Hose. Der Markus B. steht auch in der Kanalbeschreibung, du Blitzbirn. Aber gut. Leute, was tun wir jetzt? Wir tun jetzt ein Cocktail spielen. Ja? Gehen wir da ein wenig weiter. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Für einen Feiertag. Wird knapp, Bazi. Ja, schauen wir einfach. Wenn uns dann eine Viertelstunde angeht oder eine halbe Stunde, ja mein Gott, dann holen wir uns halt die halbe, 3/4 Stunden noch. Da kriege ich mir jetzt keinen Zockern aus der Grunde. Wobei es dann wahrscheinlich gescheiter wäre, dass wir einen Stream ohnehin verschieben zu einer Zeit, wo wir dann einfach Luft haben. Dann muss ich mit Mozart noch mal reden, das kriegen wir schon. Wenn es wirklich ist, dann spielen wir halt morgen noch mal was anderes. Dann fangen wir vielleicht morgen das nächste Projekt schon an oder spielen wir noch mal Blocktail. Ich weiß es nicht, das sehen wir dann schon. Genau. Also, habe ich nicht gewusst. Ja, du schaust einmal bei Twitch in mein Stream-Info unter About Me, da steht, dass ich Markus weiß. Mr. Herbert. Ja? Das sind Mods. Ja? Das sind Mods, die keinen Plan von mir haben. Na, scheiß. So, jetzt da die Song, jetzt fangen wir an. Ja? Also, Stream geht halt ungefähr bis um 3:30. Da kann man schon ein paar Meter machen. Das glaube ich, kriegen wir hin. Jetzt machen wir da erst einmal sehr leise noch. Gell? So, da machen wir Speicher mal auf ganz gemütlich, damit ja nichts passiert. Nix, das ist eh schon da, das läuft da wie ein Länderspiel. Aber singt jetzt nichts, das ist schlecht. So, wo ist jetzt? Ein Blocktail wo? Ah, da ist, sehr gut. Okay. Übrigens. Ich habe herausgefunden, also ich hoffe, dass ich es herausgefunden habe, ich habe das getestet. Wir haben ja die letzten 2 Streams so ein bisschen Probleme gehabt mit Ruckler bei Blocktail, ja? Das ist ja bekannt. Ich habe, glaube ich, hoffentlich herausgefunden, woran das gelegen ist. Es ist nämlich so, ich habe meine Spiele seit dem Jahr, dank Mike, abgesehen davon, aber über meine Grafikkarten laufen lassen in OBS, ja, zum Rendern. Und da das Spiel ja grafisch jetzt nicht ganz so übel ist, wo das unter Umständen sah, dass das an OBS irgendwann ein bisschen zu viel geworden ist, dass das gleichzeitig Spiel eine hohe Auflösung bringen muss und gleichzeitig das im Stream nach Twitch zum Schicken. Ja? Jetzt ist es so, dass ich quasi
Spiel jetzt nicht mehr über meine Grafikkarten laufen lassen, sondern wie früher über die Software, also über die CPU. Ich habe eine Testaufnahme gemacht, die wo von der Einstellung her so ist wie der Stream selber. Das ist gelaufen wie der Schrauf. Ja? Jetzt schauen wir mal, wie es jetzt ist. Ich habe jetzt die Auflösung auch wieder komplett aufgestellt. Ich darf den bitten, dass mir ein Feedback gibt, ob der Stream ruckelt oder nicht. Es sollte allerdings behoben sein. Ja? Ich hoffe es zumindest. Also zumindest laut der Aufnahme hat nichts mehr gefällt. Ich hoffe mal, dass das jetzt so auch so passt. Ja? Wie gesagt, wenn es nicht passt, es wird schon schreien werden. Ausrufezeichen, Aushilfswort. Das hilft nicht. So, jetzt schauen wir mal. So, warte, jetzt kennt ihr meine Kontrolle wieder nicht, oder? Doch. So, wir haben letztes Mal durch ein Schlachtfeld durchgegangen. Da ist massivst rumgegangen scheinbar. Da haben ein Haufen Leichen gelegen, dann hat es ein paar Pferde zerrissen, ein paar Schweindel hat es zerrissen. War bunt gemischt. Und jetzt haben wir quasi gefangen genommen worden. Wir haben jetzt in irgendeiner Bastion. Und werden wir von 2 uns nicht bekannten Personen jetzt befreit. Wir haben unsere komplette Ausrüstung verloren, wir haben keine Storschleider mehr, wir haben gar nichts mehr. Was die 2 Personen, wer das ist und was die vorhaben und warum die uns jetzt helfen, das finden wir ja jetzt raus. Schauen wir einfach. Bin ich auf alle Fälle schon gespannt. Wer seid ihr? Melly. Und das ist Arthur. Das ist alles eure Schuld. Wo ist mein Bruder? Hey, So. sei leise. Die Schweine haben meine Schleuder. Die brauchst du nicht. Genau. Wir haben da hinten im Käfig gewesen, das haben wir letztes Mal noch gesehen, die hat uns dann da befreit. Und jetzt müssen wir halt scheinbar aus der Bastion ausbrechen, ohne gesehen zu werden. Ja, wie gesagt, da ist gerade noch mit gestanden, wir haben gar nichts mehr. Keine Ausrüstung, kein gar nichts. Nichts. Wir haben praktisch bis auf unsere Kleidung pudelnockert. Ja? Jetzt schauen wir einfach einmal. Komm mit. Wahrscheinlich lernen wir jetzt eine neue Arthur Idee. wird sich um sie kümmern. Was? Wie? Er lenkt sie ab. Wir müssen ihm nur sagen, wann und wo. Also halt die Augen offen. Sieh dich nach einer Ablenkung um und drücke nach oben, damit Arthur und Melly, keine Ahnung, wie man es ausspricht, die Soldaten kurz beschäftigen. So, wo haben wir jetzt Ablenkung? Da haben wir Ablenkung. Oh, der Karren. Ja, das wird gehen. Mach dich bereit. Wofür? Komm mit. Er ist also dein Bruder. Na los. Ah ja. Der übernimmt jetzt quasi die Arbeit, die wir mir eigentlich selber machen. Okay, also. Der Tote es auf unserer Seite gab. Schwer zu sagen. Sicher Tausende. Aber wegen der Ratten kann man nur schätzen. Ich hätte schwören können. Öko ist allein mit diesen Mördern. Sie werden ihm nichts tun. Du Oh, das können wir aufsammeln, oder? Wenn er Angst bekommt. Du musst geduldig sein. Wo kommen diese verfluchten Biester Wo sind her? die jetzt hier? Hallo? Ah, da ist. Wir müssen den Weg freiräumen. Die Ratten sind auch über die Valois-Dörfer hergefahren. Wie schaut es jetzt battle-technisch aus? Ruckelt das? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es nicht ruckelt, weil sonst hätte es ihn schon gerührt. Eine biblische Plage. Das Feuerbecken ist aus Metall. Nein, sie würden uns den Weg versperren. Probleme als diesen Krieg. König Edward. Siehst du das da? Das macht nicht genug Lärm. Ja, hat es jetzt bald etwas, was hier passt? Oder was? Oh, da haben wir noch was. Ah ja, mehr Alkohol ist mir gut gehört. Das war's mit den Speeren. Ja, gut. Mach dich bereit. Gut gemacht, Arthur. Dann los. Also, die 2 interessiert das jetzt nicht, oder was? Entweder haben die Taube oder Ballett. Oder beides. Pass auf die Flaschen auf. Ach, das kommt jetzt War das? Wahrscheinlich nichts. auch noch dazu. Dass wir Flaschen umrennen können. Ja, sauber. Die sind gefährlich. Verfolgen uns die jetzt nicht mehr, oder was? Sie schießen auf. Wir ein paar Verdächtige. Bewegt euch. Erwischt. Ja, aber das war keine große Sache. Wir suchen weiter, bis wir die Ja, Untergrund das ist sicher quasi schon mal so gut wie gefällt, weil. Führer sterben. Außer? Helden in funkelnder Rüstung. Man muss Gut, nur das war einen wieder mehr Schwachpunkt Dusel wie finden Verstand. und Zack! Nicht leichter als das. Jetzt chill du mal! Was zum... Ja, genau. Super. Schaut auf ein 120 Hertz Bildschirm Handy gut aus. Sehr gut. Genau das wollte ich hören. verfluchten Biester her? Stecken die Valois dahinter oder was? Nein. Aber warum haben wir denn die jetzt uns gesehen? Den Weg freiräumen. Das war's mit den Speeren. Ja, gut. Mach dich bereit.
kriegerische Plage. Und das ist erst der Anfang. Gut gemacht, Arthur. Dann los. Pass auf die Flaschen auf. Ich sehe mal nach. Ja, aber warum sagt uns denn der? Gut, ich sehe bestimmt. Wenn wir noch mit davor kommen. Diese elende Warterei zwischen den Schlachten. Und dann diese Kerle da mit ihren Bögen und ihrer ewigen Sie schießen auf einen Toten. Ja, Doch irre. so läuft das im Krieg. Ah ja. Teilt man einem Valois eine Lektion. Hast du gestern Unten ist gut. erwischt? Ja, aber das war keine große Sache. Diese Holzköpfe stürmen einfach blind drauf los. Wollen unbedingt als Märtyrer sterben. Helden in funkelnder Rüstung. Man muss nur einen Schwachpunkt finden und zack, nichts leichter als das. Die rennen einfach los. Der, weiß ich nicht, was die da geführt haben, aber die schaut sich nicht einmal um. Vorsicht. Was für ein großartiger Sieg, verdammt! Ich sag's dir, Guyenne gehört endlich wieder zu England. Die Pike. Da. Nein. Mal um, Guyenne. Wir müssen da drüben lang. Du brauchst Wo? doch nur eine Fackel, um sie zu vertreiben. Da. einfach. Der Topf. Ja. Gut gesehen. Ich hab sie gesehen. Hunderte. Tauchen aus. Warum, wir kommen jetzt auf die Seite rum? Jetzt nach links. Sei bloß vorsichtig. Wir brauchen dich lebend. Der war doch vorhin auf der anderen Seite, oder? Was ist das? Da bringt so eine hohe Belohnung. Kinder von Valois. Der Sohn und die Tochter. Ja, das war halt jetzt auch dumm, dass ich gelaufen bin. Der Ritter vom Baum. Ja, der sagt uns jetzt. War dumm. Ja, war dumm. War dumm. Ich hätte nicht sprinten dürfen. Ich meint, man kann schneller schleiern. Also quasi jetzt nicht so dahin kriechen, weil die anderen rennen uns ja gefühlt davor. Da. Der Topf. Aber gut. Haben wir festgestellt, funktioniert nicht. Jetzt nach links. Sei vorsichtig. Da schau mal, wie die anreißt. Das ist ja Wahnsinn. Alles in Ordnung hier. Was für ein Gefangener bringt so eine hohe Belohnung? Kinder von Valois. Der Sohn und die Tochter von Ritter Gut. Robert de Rune. Der Ritter vom Baum. Seine Kampfkünste aus der Zeit des Krieges sind legendär. Aber er steht nicht mehr im Dienst von König Philipp. Das Interesse an den Kindern ist irgendwie seltsam. Warum befragt ihr die Schwester nicht? Sie ist sicher wach. Oh nein. Keine Sorge. Das musste ja passieren. Ja, die ist schmerzfrei, gell? Die kennt da nichts. Die rost ihm einfach. Aber wenigstens haben sie einen Loot für uns. Das Oder auch nicht. und das. Gar nicht mal übel. Was machst du denn da? Dazu ist jetzt keine Zeit. So springt bei deiner Rettung für mich auch noch was raus. Was ist mit der Truhe? Hab ich gesehen. Pulver. Wahrscheinlich für Alchemie. Nutzlos. Nicht für mich. Gib Bescheid, wenn ich sie knacken soll. Ja, da knackt der mal. Ja, hallo, du tust doch mal Nuss knacken. Wärst du so freundlich? Ich möchte Bomben bauen, hallo? Hier, viel Spaß damit. Gut gemacht. Dann weiter. Ich komme schon. Sehr gut, das nehmen wir schon mit. Und jetzt? Stehen wir an, oder was? Leise. Melli, nicht da lang. Da sind zu viele von ihnen. Ja, das kann nur schief gehen, das sehe ich schon wieder. Als ob die das nicht spannen wird. Die haben gesoffen, definitiv. Wein. Das kannst du am Plänen verzeihen. Da muss ich ja schon gesoffen haben wie ein Haubitzen, dass ich das nicht spann. Immer dasselbe, wenn wir... Du bist verrückt. Was denn? Wir haben es doch geschafft, oder nicht? Gerade so. Vor allem, du traust da auch nicht zum Looten. Ja, das nehme ich jetzt schon mit. Mein Bruder. Sieht ganz so aus. Schnell. Bald bist du weit, weit weg von hier. Amicia, wo ist sie?
Deine Schwester, die behalten... Mozart, habe ich dir, Christi. Oder, Jungs? Dreckskerl, miese Dreckskerl. Ruhige dich. Freu dich einfach, dass du noch lebst. Hey, die meisten hier gehen vor die Hunde. Die Kleine! Was soll das heißen, die Kleine? Sag schon, raus damit. Die Kleine ist entkommen. Ihr Käfig steht offen. Alle suchen nach ihr. Scheiße! Verteilt euch! Achtet auf die Türen und bleibt wachsam. So ein Käfig öffnet sie nicht von allein. Da Verteilt euch und lauft von nur in die gleiche Richtung. Das ist unsere Chance. Mr. Mozok, sei habe die Ehre, Christi. Was? Sei Bratwurst mit Speckching ist auch anwesend. Sei habe die Ehre, Mr. Bratwurst, Speck, Schubster, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Such dann Spitznamen aus, du hast schon mehrere. Mr. Mozok, folgendes, geht gleich weiter. Folgendes wegen am Stream morgen. Also grundsätzlich haben wir ja gesagt, 9 bis circa viel über 11, okay? Jetzt ist es aber so, das hat sich jetzt vorher gerade eben ergeben, meine Schwägerin, die hat jetzt Abi gehabt die Woche. Und jetzt ist so, dass die heute mit mir, meiner Freundin und ihrer Familie ein bisschen feiern möchte. Und es könnte unter Umständen sein, dass ich morgen vielleicht nicht in der Lage bin zum Streamen. Ja? Du verstehst wahrscheinlich warum. So, sollte das der Fall sein, da er dann natürlich rechtzeitig noch mit Bescheid sagen. Aber für den Fall, dass ich morgen spätestens um 9:15 nicht in Discord sitze, kannst du davon ausgehen, dass ich es wahrscheinlich nicht schaffe. Ja? Nur, dass du Bescheid weißt. Wir lassen es aber natürlich jetzt einmal auf 9 stehen, okay? Nur, dass du Bescheid weißt, falls ich morgen nicht in der Lage sein sollte, weil wir mir tot schlafen. Ne? Ist, denke ich, klar. Falls ich nicht komme, dann wir finden auf alle Fälle einen Ersatztermin. Aber grundsätzlich, ne, wir lassen es mal bei 9 so stehen. Wer saufen kann er streamen. Stimmt, nur Twitch wird da was dagegen haben wir nie mit dem Rausch da sitzt. Na, nur, dass du Bescheid weißt. So. Von wegen verteilt euch. Die laufen nur in die gleiche Richtung. Und jetzt, auf was warten wir jetzt? Auf ein schönes Wetter, oder was? Durchsucht die Zelte. Was tust du denn jetzt im Kreis gehen, oder was? Bist du komplett bescheuert? Hat der einen Vogel jetzt, oder was? Rüber zum Ostwall. Nehmen wir jetzt einfach mal alles mit. Wo ist jetzt hingegangen? Wo ist denn der jetzt hin? Ach, da ist. Ja, jetzt hat sie jetzt geworfen, oder was? Scheiße, das darf doch nicht wahr sein. Wir sind erledigt. Wenn ich Twitch war, da er die das aus Quotenquelle sagen. Wie meinst du denn das jetzt? Aus Quotenquelle? Achso, ich soll den befreien, oder was? Ja, du hättest da nicht einfach im Kreis laufen können, du hättest da sagen können, dass du hermachst. Blöde Kuh, die ganze Zeit rennst du voraus wie so ein Gestörte und jetzt vor mir zieht den Schwanz ein. Die Zelte. Hugo, ich bin hier. Amicia. Alles in Ordnung? Bist du verletzt? Nein, hol mich bitte hier raus. Wir müssen den Käfig runterholen. Gut, Hugo. Hatten Sie meine Schleuder dabei, als Sie dich hier eingesperrt haben? Ja, sie haben sie in die Truhe da gesteckt. Gut. Was? Truhe wo? Aha. Ach, die läuft jetzt mir noch. So. Okay, jetzt, achso, jetzt hab ich's Kommando wieder. Melly, übernimmst du? Suffener Bazi ist Quotenquelle. Ja, oder auch nicht. Oder auch nicht. Wir sind erledigt. Endlich. Oh, ich hab wieder Ausrüstung, das Hugo, ist so. Ich muss Das den ist, Käfig herunterbekommen. so, wie kriegen wir den Käfig jetzt da oben? Aha, ich glaube, ich sag, ja, sechs ist da. Die Zelte. Durchsucht die Zelte. Zum Glück sind Sie beschäftigt. Das hat kein Mensch gehört. Mit Sicherheit nicht. Melly, das Schloss. Kinderspiel. Sie sagten, dass mich jemand holen würde. Schon gut, Hugo. Wir befreien dich. Amicia. Oh, Sie sagten, sie würden mich wegbringen und dass ich dich nie wiedersehe. wie du siehst, stimmt das nicht. Ich bin hier. Wir bleiben zusammen, ja? Ja, natürlich. Alle. Melly kommt auch mit. Sie ist hier, um uns zu helfen. Sie ist die Diebin. Und es tut ihr leid, dass sie uns verpfiffen hat. Nicht wahr, Melly? Ja, ich bin ein böses Mädchen. Zufrieden? Können wir Sie ist ein jetzt böses Nimm Mädchen. meine Hand, Hugo. Lass uns gehen. Ja, Am anderen Ende des Lagers gibt es einen Ausgang. Wenn du mit dieser Schleuder umgehen kannst, solltest du vorangehen. Ja, okay. Jetzt wird's lustig. Jetzt so ich frage, ich hab keinen Plan, wo die Wachen jetzt einstehen und wie man da jetzt... Ja, okay. Da schaut schon mal aus, wie wenn man da durchschleiern kann. Oder auch nicht. Ja gut, okay. Soldaten, Bericht. Ein paar Männer rüber zum Ostwall. Schauen wir mal. Ja, der Lurt.
Das meine ich wird jetzt gar nicht so einfach. Jetzt müssen wir mal schauen, da haben wir mal ein Grasal, da gehen wir mal rein. Das war auch mein Gedanke, ausnahmsweise sei. Ja, okay. Schauen wir mal. Achso, ich kann da die Wochen einfach über den Haufen schießen. Das war ja auch eine Möglichkeit, oder nicht? Jetzt pass auf, das kriegen wir ihm schon irgendwie. Jetzt, wenn ich ihm da mal sauer auf den Bimbus wirf. Bist du dir sicher? Absolut. Ich bin's leid, wegzulaufen. Dann los. Ha, ich kann mich nämlich jetzt wehren. Ich habe einen fucking Storchleiter. Ja, aber wahrscheinlich müssen wir da so durch. Das hilft ja mir nicht. Zumindest sind die 2 Wochen da jetzt mal weg. Setze die in ein 18 Plus Filmchen und Spielen vorkommen können. Ich weiß gar nicht, was für ein USK-Blockteil hat. Ich müsste die nochmal schauen, aber ich glaube, das hat sogar 18. Was am anderen Ende ist ein Ausgang, hat es geheißen, oder? Das ist wahrscheinlich der dahinter. Gibt's da ein Loot? Sagt das gleich. Wer frei von Sünde ist, werfe den ersten Stein. Oder haben da die Schürzenjäger nicht auch irgendein so ein Liedl? Da war doch was, oder? Ja, da dem wirf ich glaube ich auch einen auf den Bimbusaffe, weil es mir eh nicht hilft. Der steckt gerade so schön da. Wollt ihr noch mehr? Ich hab noch genug auf Lager. So, der wird jetzt alarmiert. Jetzt machen wir mal einen auf Assassin's Creed, weil das hilft ja mal eh nicht. Soldat, was geht hier vor sich? Ich sehe nicht. Lasst uns in Frieden. Das war unglaublich. Willst du den Krieg etwa im Alleingang gewinnen? Haha, fucking Storchleiter. Scheiß auf dein Schwert. Oh, da haben wir Loot. So, Stornerhand gut. 3 Stück. Der Chef kommt gleich. Passt schon, Herbert. Lass dich nicht aufhalten und lass dich vor allem nicht ärgern. Ja, Ist was? Hey, sofort stehen! Danke dir. Dir auch. Schöne Pfingsten. Und ein schneller Schichtverlauf, Mr. Herbert. So, Alchemie ist alles voll. Ah, der hat es auch gleich hinter sich, da passt auf. Warte mal, wo ist denn der jetzt? Oh, da haben wir auch noch Loot. Ist der da einer? Na los! Sie kann doch nicht einfach weg sein! Naja, der wird halt auch wieder blinde durch die Gegend laufen. Oder meine ich, schaut es ihm gut aus. Keine Spur von ihr! Soll bloß die Klappe halten da mit seinem scheiß Bong. Da ist jetzt wahrscheinlich gleich nur mal einer, oder? Aha, so. Ah ja, sehr gut. So geht doch. Steh auf! Was? Der verfault noch nicht. Warten schau. Schauen wir mal, dass da ja keiner mehr kommt. Aber normalerweise... Sehr gut. Okay, nicht sehr gut. Ich zahle Lösegeld für die Derun-Kinder und muss sie eigenhändig fangen. Diese Plantagenets sind nutzlos. Er hat meine Eltern getötet. Er wird uns umbringen. Melly! Lauf! Ich mag auch so Bomben haben. Amicia, dräng sie zurück! Das Mädchen und ihr Ja, dräng sie zurück, du bist lustig. Wir haben nichts getan. Sie wollen Hugo. Lasst uns abhauen! Vorwärts! Hier geht's raus! Schnell! Jetzt wird schon wieder so stressig.
Der Mittelalter-Molotow, ja genau. Hör auf, wegzulaufen! Gib uns die Go! Oh, und jetzt? Achso. Sie kommen hoch. Uns läuft die Zeit davon. Schnell. Stellt's euch nicht Steine mit Händen vor bei der Phrase Steine schleudern. Was habe ich da gerade gesehen? Ein Stor in einer Fresse, das hast du gesehen. Ja, du trau dich da auf, dann hat's dich. Die Luke da. Das könnte unser Weg nach draußen sein. Da ist eine Kette. Melly. Oh, achso, er hat sich ja Schlösser genommen, genau. Schon, komm schon. Sie haben die Tür geöffnet. Sie sind hier. Ich kümmere mich um sie. Da draußen könnt ihr euch nirgendwo verstecken. Haltet den Mund. Lasst uns in Frieden. Boah, das war aber knapp, hey. Komm schnell. Da! Dort drüben! Stoppt sie! Das ist eigentlich gar nicht dumm, was da tut. Arthur. Das war Arthur. Beeilen wir uns. Hier drüben! Los. Los. Ja, nicht schlecht. Errungenschaft freigeschaltet. Beschädigte Güter. Ah ja. Jetzt haben wir schon in Kapitel 7, der Pfad vor uns. Weißt du, wo wir hin müssen? Erstmal müssen wir uns verstecken. Arthur und ich wissen wo. Und Lukas? Er wartet beim Chateau. Alles zu seiner Zeit. Wir sehen Lukas wieder. Das hoffe ich. Ich mag Lukas. Er ist nett. Spar dir deinen Atem, Hugo. Das ist der Weg. Wir müssen weiter. Noch sind wir nicht in Sicherheit. Ich finde das Spiel nach wie vor eins der besten als Zuschauer. Ich muss sagen, storytechnisch auch wie sie sich halt auch spielt, so von der Steuerung her und allem, ist das wirklich schon sehr, sehr stark. Also kann man wirklich nichts sagen. Vor allem, wo es ja jetzt scheinbar kein Thema nicht mehr ist, sind die Ruckler. Also das war dann scheinbar wirklich das, dass ich es über Grafikkarten rendern hab lassen. Das Spiel jetzt in voller Auflösung ist halt nochmal ganz anders. Also da merkst du tatsächlich wirklich einen Unterschied schon. Auch. Das ist kompliziert. Was ist mit deinem Bruder? Kommt er zurecht? Er wird bald zu uns aufschließen. Er hat uns das Leben gerettet. Das war unglaublich. Hey, verlieb dich bloß nicht in ihn. Er bricht dir sonst dein kleines Herz. Was? Nein. Vor allem ich finde, was ich halt auch cool finde, dass die Gebiete, in denen man ist, auch wechseln. Also wie jetzt haben wir zum Beispiel wieder in einem Wald, also der wo abgesehen davon eine Bombe ausschaut, ja? Muss man auch sagen. Absoluter Volltreffer für uns alle. Ja, also ich habe es letztes Mal schon gesagt, also deine 75.000 Punkte, die kannst du eigentlich nicht besser investieren. Muss man einfach mal so sagen. Hey, eine Mühle. Ja, wir nutzen sie zur Überquerung. Wow. Alter, wie gut das ausschaut, hey, bist du eigentlich komplett am Arsch, oder wie? Gefällt mir. Ist er immer so? Er hat noch nicht viel von der Welt gesehen. Das ist nicht der beste Moment, um damit anzufangen. Erst an der Mühle gewesen. Hey, langsam. Verschlossen. Ich mach das. Ja, die wird wahrscheinlich auch sie zugesperrt haben. Offen. Oh, Aha, das ist ja riesig. Damit malt man den Weizen. Wie war dafür, dass wir uns erst einmal sauberes Brot machen, wenn da schon so viel Weizen umeinander steht? Oder wir machen unser Bier. Die Strömung ist zu stark. Wie kommen wir auf die andere Seite? Indem wir es anhalten. Und wie sollen wir es anhalten? Amicia, Wir finden eine Lösung. die Strömung wird schwächer, aber es... Dein Einsatz, Melly.
Ich komme jetzt doch nicht drüber, oder was? Hugo, kümmerst du dich darum? Warte mal. Moment. Da rund ist auch noch ein Hebel, oder? Ah, ja. Ich glaube, ich verstehe die Phase schon. Bier wo? Ja, da war ein Haufen Weizen, Mr. Seijing. Warte mal, es sei denn, was kann das sicher? Da war doch kein... Da hat es keinen Zweck. Na schön, dann Schleuse und Bremse. Und zwar gleichzeitig. So, Schleuse. Es funktioniert. Klasse. Jetzt müssen wir nur noch rüber. Amicia, du gehst doch nicht ohne mich, oder? Ich komme, Hugo. Ich suche nur noch einen Weg, wie ich dich rüberholen kann. Du hörst dich an wie Arthur. Okay, Moment. Oder? Ah, warte mal. Da muss man eher umschicken. Jetzt pass auf, warte mal. Müssen wir anders Ich könnte machen. es von der anderen Seite versuchen, Amicia. Aber das Rad muss erst stillstehen. Genau so nämlich. Jetzt pass auf, Wacht. Geh du da mal weg. So. Ich kurbel jetzt die Kurbel und du schaust, dass du dann da rumkommst. Jetzt du, Melli. Jetzt werden wir rausfinden, ob es hält. Tja, sieht nicht so aus, als würde ich heute baden gehen. So, jetzt wenn ich auslose. Warte. Ja, Ah genau, jetzt muss ich nämlich da kurbeln. Und er muss ich irgendwie um mich... Ah, das geht davon nicht mehr. Jetzt warte mal. Er muss um mich. Er muss... Okay. nein, halt. Also schön. Das überlasse ich dir, Hugo. Na gut. Scheiße, jetzt kommt die gar nicht mehr um, meine, oder? Melli, übernimmst du? Pass auf. Jetzt bin ich dann da. Den halt. Dann kann er ihn auslassen. Genau, und jetzt kommt er nämlich mit um. Okay. Na bitte, siehst Nice. du ein Kinderspiel? Wir haben die Mühle besiegt. Wenn es Ja, man muss tatsächlich ein bisschen überlegen. müssen sie hier erstmal vorbei. So, da ist auf alle Fälle Loot. Herrgott, Seele, endlich kann ich was verbessern. Die schleudern nicht mehr sofort. Das sollte mir die Sache erleichtern. Gut, nice. Oh, da haben wir noch was. Oh, da können wir gleich noch meine. Warte mal. Da brauchen wir jetzt sowieso 3. Nein, brauchen wir nicht. Jetzt haben wir jetzt da Beutel, dann kriegen wir mehr Loot. Das ist, glaube ich, auch nicht verkehrt, wenn wir das nehmen. Das sieht schon viel besser aus. Okay, easy. Ich weiß zwar jetzt nicht, wie viel ich insgesamt schon übersehen habe, aber Wir das ist meine... können hier durch. Na los. Ich glaube, da finden die wenigsten alles auf einmal. Nein. Gut, kommt mit. Es ist schön hier und es riecht nach Erde. Das Es riecht nach Aquädukt. Erde. Ist Lukas hier? Das hoffe ich. Stellt keine hohen Erwartungen an euer Chateau. Warum? Hier gab es mal ein Dorf. Aber es wurde vor langer Zeit in nur einer Nacht dem Erdboden gleichgemacht. Die Gegend hier soll verflucht sein. Amicia? Sie macht nur Spaß, Hugo. Ja, natürlich. Seit wann hört man von mir die Wahrheit, hä? Wir müssen uns da... du Britschen, wir müssen uns vielleicht da schon ein wenig umladen. Du kannst nicht einfach immer vorausmarschieren. Loot, mehr Loot ist mehr gut. Oh, da ist nicht einmal was... Achso, wollte ich gerade sagen. Kisten ohne Loot. Das war jetzt eine saubere Verarschung gewesen.
Ja, jetzt pass auf, Hier da in haben der, also Leute gelebt? der da hinten Ja, gibt's bestimmt auch Aber sie nichts. sind fort. Wohin sind sie denn? Oh, Oh, da gibt's eine Bleibe für dich. Kennst du die vielleicht? weißt du, glaube ich. Niemand mag ihn wegen der Dornen. Aber er ist gut fürs Herz. Du bist ja ein wandelndes Lexikon. Das weiß ich von Mama. Und jetzt bringst du es mir bei. Zeigst du mir dann, wie man die Schleuder benutzt? Abgemacht. Er ist ja teilweise schon ein lieber Kerl. Ja? Er ist zwar manchmal ein bisschen, ja, nicht so flauschig, wenn es ums Verhalten geht, aber er ist eigentlich schon ein lieber. Price, aber der. Ich schau auch nur gar einer. Ehrenhaft von dir. Oh, da ist auch noch Loot dahinter. Alles fit bei dir. Schnur, okay. Und dann jetzt? Wahrscheinlich nicht. Okay. Ja, gut. Was treibt ihr denn? Nur ein Abstecher. Ja, looten. Gute Frau. Kennst nicht, gell? Amicia. Hugo, Oh, jetzt kriegt er Schädelbrummer. komm her. Oh, Hugo. Hugo, sieh mich an. Geht es wieder los? Dein Kopf? es ist, als ob etwas in mir wächst. Meine Beine. Sie zittern so. Sag nicht, dass er gebissen wurde. Das hat nichts mit dem Biss zu tun. Etwas ist in seinem Blut, schon seit Jahren. Ich muss ihn tragen. Kletter auf meinen Rücken, wenn du kannst. Los, hopp. Gleich eskaliert's wieder. Ich hab's im Urin. Keine Sorge. Wenn es in seinem Blut ist, was ist dann mit dir? Mir geht's gut. Lukas versucht, die Entwicklung zu bremsen. Auch deshalb wollen wir zum Chateau. Sicher, ich war gerade biken, die naja, komm, voll schwitzen. Jetzt gibt's eine Pizza und um 14 Uhr MotoGP. Mr. Price ist jetzt noch einen sehr guten Plan an. Ich hoffe, es war zauberhaft. Ich wollte eigentlich auch biken, aber bei uns regnt's mittlerweile schon. Hugo, Was in meinem Kopf ist. Keine Beziehungsweise ich Sorge. wollte ins Freibad gehen, Das aber... geht auch Erwachsenen so. Wir sind da. Jetzt kannst du dich ausruhen. endlich. Nee, gar nicht, die sperrt du dich. Na, natürlich nicht. Natürlich nicht, Mr. Hilf mir Mozart. mal, das hochzuheben. Ich komme. Hugo, bitte geh wieder runter. Wie er denkt, gleich gesagt, na gut, dann geh ich halt wieder weg. Halt. Ist das dein Haus? Das ist ein Versteck, Kleiner. Zum Verstecken, nicht für die Bankette des Adels. Fass das nicht an. Das ist der Dietrich meines Bruders. Ist eine Menge wert. Wie lange lebt ihr denn schon so? Du meinst wie Vagabunden und Bettler? Familientradition. Unser Vater war ein Mistkerl. Wollte uns einmal zu oft verprügeln, also sind wir abgehauen. Aber ihr seid ja adelig. Adelig? Amicia, Was soll das heißen? mir ist kalt. Sieh doch. Sieh uns an. Wir haben alles verloren. Was meinst du? Wer bezahlt uns dann? Was redest du denn da? Euer Freund Lukas hat gesagt, ihr werdet reich. Vergiss es einfach. Legt euch auf Arthurs Strohmatte. Und wenn er wiederkommt, besprechen wir das Ganze. Aha, die helfen uns also nur wegen dem Geld. So. Kennen aber nicht, dass wir selber am Arsch haben. Oh, da ist der Ritter Kunibert. So, siehst du was? Nein, nichts. Hey, Jungs! Hier rüber! Ich brauche Hilfe! Oh Mann. Echt, ich komm grad von von Philipps Reit, die haben das schönste wieder. Vertrau mir einfach. Und dein Gleich. Bruder? Er hätte längst hier sein müssen. Tut mir leid. Totgesagte leben länger. Wir waren auch vorher noch Tennis spielen im Büchelberg drin. Und beim Heimfahren im Fischhaus hat das Treffen schon angefangen und bei uns zieht es die Stadt ziemlich zu. Also ich glaube, dass er meldet auch auf 5 Meter wieder, schwere wieder. Wir haben sogar tatsächlich eine Unwetterwarnung. Kattel, habe ich dir, grüß dich. Wie geht's dir denn? Geht's dir schon besser? Ich hoffe doch. Verschifft's jetzt, oder was? Tatsächlich. Mist. Runter. Er trägt einen Helm.
Devorantis. Was? Devorantis. Salpeter und Alkohol. Das verbrennt das Gesicht und frisst sich durch Stahl. Das haut jedem den Helm vom Kopf. Mach mir mal was davon fertig. Was? Ach so. Gut. Devorantis, du kannst jetzt Devorantis herstellen. Halte RB gedrückt, bla bla bla. Ist doch. Zwingt Gegner, die am Kopf getroffen wurden, ihre Helme abzunehmen. Oh. Los, ziel auf den Helm. Schleuder ihm einen Stein an den Kopf. Los! Das geschieht ihm recht. Das ist Ist dieser Säurebomben gewesen oder wie? Ganz okay, fast symptomlos, aber noch nicht negativ. Immerhin symptomlos. Das ist ja schon mal was, Kattel. Dann geht's zumindest körperlich und so wieder schon besser, ja. Und das Negative, das kommt schneller, wie du schauen kannst. Da bin ich jetzt zuversichtlich. Aber Hauptsache, dir geht's grundsätzlich schon mal besser. Das ist zauberhaft. Das ist flauschig, ja. Scheiße, da drüben. Da ist einer mit Helm. Du weißt, was zu tun ist. Ja. Wer ist jetzt denn mit dem? In einer der Kisten. Aber da herrscht höllisches Durcheinander. Als mir gewacht. Aber ich kann ja eigentlich nicht beide ausschalten, oder? Ja, das probieren wir jetzt mal. Learning by doing, habe ich mir gehört. Was ist das? Was war das? Durchsucht die da drüben. Kurz und schmerzlos gefällt mir. Wenn zwei von denen Okay. unterwegs sind, sind hier sicher noch mehr. Wir müssen hier verschwinden. Wir müssen zurück zum Aquädukt. Ich weiß. Wo ist das Chateau d'Ombrage? Danke dir, Matzok. Hab ich tatsächlich jetzt nicht gesehen. Ich war jetzt mit dem Spiel beschäftigt. Danke dir. Was auch immer die Mistsau geschrieben hat. Ich weiß es nicht. Merci dir. Nichts Schlimmes, dafür bin ich ja da. Okay. Da sieht man mal, der Chat ist einfach eine saubere Zone bei uns. Da gibt's einmal gar nichts. Ja? Lauter vernünftige Leute da. Gefällt mir. Nur die Ruhe. Hier sind überall Spuren. Hier wimmelt es vom Wildschwein. Seht ihr das beleuchtete Fallgitter da drüben? Das ist unser Ausgang. Hör zu. Amicia, du hast die Schleuder. Du gehst zuerst. Hugo, halt die Augen offen und sei leise. Ist gut. Verstanden. Und tötet die andere. Sofort. Sie suchen immer noch nach mir. Ja, okay. Vernünftig? Ja, vernünftig im Sinne von, weißt du schon. Ja, ich meine, dass wir mich alle kaputt im Kopf haben, das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis nicht mehr, aber lauter vernünftige und geschubste, genau. So kann man es sagen. Ja, toll, wie soll ich jetzt wieder umkommen? GSC hupst. Genau so nämlich. Aha, der dreht sich wieder um, das ist gut. In der Hoffnung, dass ich das noch schaffe, ohne dass er mich sagt. Oh, knapp, aber immerhin. Jetzt müssen wir schauen, wie gehen wir denn da jetzt ein bisschen lang? Wahrscheinlich, wenn der sich da wegdreht, jetzt pass auf, das muss man ein bisschen timen, weil der schaut ja natürlich auch, was Sache ist. Kann man den da ausschalten? Wahrscheinlich schon, oder? Wahrscheinlich muss man den sogar ausschalten. Genau, weil dann kann ich nämlich innen entlang schleichen, wenn der da vorne steht. Weil der dreht sich ja, den, wo wir da gerade Hopst nochmal haben, der dreht sich ja dann wieder um. Beziehungsweise sage ich jetzt gerade nicht gescheit, ob wir den da hinten hätten ablenken können, aber ist jetzt wurscht. Jetzt mehr da die Hand, da mehr gut auf alle Fälle. Ich kann eigentlich hier mal übers Knie. Ah nein, der hat einen Helm auf. Das hat wieder einen Haufen Zeit gekostet. Das sparen wir uns jetzt einfach einmal. Ah, da hinten ist auch noch einer. Aber der Mann ist mehr mit seinem Speer beschäftigt, als wir mit alles anderen. Jetzt müssen wir wieder warten, bis er weitergeht, weil dann können wir uns da in das Gebüsch da sitzen. Müssen wir mal schauen. Da genau, geh du mit der hintere, das ist, du bist gut aufgekommen. Du störst nicht.
So, dann nehmen wir da mal auf dem Weg den Hut noch mit. Sehr gut. Bis jetzt hat der einen Helm auf. Ist das ein Aluhutträger oder hat der freie Birne? Ich sag's nicht gescheit. Aber ich meine, dass er einen Helm hat. Aber ist wurscht, der ist mit sich selber beschäftigt, abgesehen davon. So, den können wir ablenken. Wir müssen Richtung Gittermann, hat's geheißen, oder? Das ist da auf der linken Seite, auf der rechten Seite. Ja, da müssen wir natürlich wieder aufschauen, weil du stachselt umeinander jetzt da. Was war das für ein Geräusch? Genau, da gehst du jetzt einmal hin mit deiner Lanzen. Das ist einmal zauberhaft. So, da hätten wir auch noch ablenken können. Hätte ich den Deppen vielleicht doch ausschalten müssen. Oh, Scheiße, jetzt zeigt ja der dann, oder? Ah, das wird mehr knapp als wir. Okay. Die Kinder sollen die Engländer ganz schön auseinandergenommen haben. So, wir müssen Richtung Gitter hat's geheißen. Okay. Da war ein Topf. Was tut denn sie jetzt? Geh du in den Stau, bist du komplett bescheuert, oder was? Da kann er sich glücklich schätzen. Wüsste er nichts über den Jungen, hätte man ihn sofort zu Frischfleisch verarbeitet. Warte mal, wir kann aber jetzt passt so wacht. Ich glaube, der einfachste Weg war da rechts lang. Da steht zwar irgendeine so eine Haumdauerwache, aber jetzt passt so wacht. Jetzt schauen wir mal, ob wir das irgendwie deichseln können. Das muss schon irgendwie gehen. Da kann man einfach den. Jetzt passt so wacht, da haben wir einen Topf. Mehr Topf fand mir gut. Ah, haben wir eh schon alle Topf. Okay. Wir haben alle Topf. Wenn der so nicht. Jetzt passt so wacht. Wir brauchen jetzt einen Topf. So, und den Topf, den werfen wir halt jetzt wahrscheinlich, idealerweise, irgendwo daher. Ich hoffe halt jetzt nur, dass das den rechts da nicht alarmiert. Wobei war auch eher wurscht. Und da das eher sogar daher werfen, weil dann können wir sowieso außen umschleichen. Jetzt passt so wacht. Ich hab was gehört. Ah, Komme das. gleich wieder. Ausschau halten. F. Da bewegt er uns. Da schon wieder. Eine Sekunde. Oh, der hat einen Speer, das habe ich nicht gesehen. Okay, so geht's auf jeden Fall nicht. Müssen wir nochmal schauen. Wenn ich den Ärger im Lager der Engländer gehabt hätten, hätten wir sie längst geschnappt. Dann geht's wahrscheinlich links lang durch am Gescheitern. Außer, ja, jetzt Moment einmal. Wir können ja das von der anderen Seite auch machen. Bedrohlich, aber Wir können ja. wenn der enttäuscht ist, verbrennt er Leute bei lebendigem Leib, nur um sich abzulenken. Du Knirps musst ja was ganz Besonderes sein, wenn sie so ein Theater um dich veranstalten. Ich kann nichts dafür. Jetzt passt so. Ich hab, glaube ich, jetzt Moment einmal. Das konnte doch. Achso, der zählt aus, wie man Herd nochmal hätten. Okay, ja, jetzt pass auf. Den haben wir, dann müssen wir den noch schnell nehmen. Da. Jetzt, wenn ich den da herwirf, dann dran sie sich ja beide in die andere Richtung. Normalerweise. Dann kann die innen umschleichen, oder? Jetzt schauen wir mal. Was war das für ein Lärm? Ich seh's mir an. Mach bloß nichts Dummes. Nein, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Ah, der dreht sich wieder um. Aber ich war sicher. Na gut. Okay, dann müssen wir es wahrscheinlich doch über die linke Seite probieren. Gebrannte Mandeln und Schoko-Erdbeeren, beste an Sonntag. Oh, Schoko-Erdbeeren. Das war's jetzt. Kattel, das war's jetzt. Du musst das auf alle Fälle schmecken. Mandeln bin ich jetzt nicht so der Fan, aber Schoko-Erdbeeren, da war ich voll dabei, da sehe ich mich. Ja, okay, Strategie nochmal überdenken. Irgendwie. Aber was war denn jetzt, wenn ich ihm einfach jetzt mal so macht? Jetzt machen wir es einfach mal nicht mit Sneaky Peek, jetzt machen wir es einfach mal voll ins Fressbrett, okay? Jetzt mal so macht. Jetzt wenn wir ihm da nämlich. Dann machen wir es halt so. Was ist hier denn passiert? Hier ist ein Mann am Boden. Halt die Augen offen.
Da ist noch... okay, fuck. Ich hätte warten sollen. Aber so geht's schon. Ich hätte einfach warten müssen. Der hätte mich nämlich nicht einmal mehr gesehen. Okay. Hat mir meine Schwester vom Pfingstfest mitgebracht, damit ich zumindest etwas davon habe. Ja, so Schoko-Erdbeeren. Wie lange hab denn ich keine Schoko-Erdbeeren mehr? Das meine ich 10 Jahre her. Hey, was war denn das jetzt? Da sind wir mal dezent in die Hosen gegangen. Dann werden wir erst. Ich bleibe jetzt da einfach einmal buckt. Hey, wie jetzt? Ach, die sehen da sofort, von wo der Angriff kommt. Okay, gut. Die Passage, die hat gerade was. Dann gehen wir jetzt einfach mal links lang, weil ich glaube, dass das einfacher ist. Wobei dann schon... Ja, warte. Man könnte meinen, der Hauptmann der Wache ist bedrohlich, aber der Alte... Wenn der enttäuscht ist, verbrennt er Leute bei lebendigem Leib, nur um sich abzulenken. Los, steh auf, steh auf! Wir haben ja einen Toten. Der Feigling kann nicht weit sein. Die werden alle alarmiert. Ist das dein Ernst? Zeit zu sterben, ihr Feigenhunde. Die werden alle alarmiert, egal wie weit das die weggert haben. Bleibt wachsam. Wir weitersuchen, finden wir sie. Wie jetzt? Ja, jetzt hätte ich es fast noch geschafft. Guck's aber, die. Okay, die Passage, die hat gerade was. Da weiß ich jetzt... Muss ich nochmal schauen. Da irgendwie muss doch da durchkommen, ohne dass das irgendwer spannt. Und Vitalis. Man könnte meinen, der Hauptmann der Wache ist bedrohlich, aber der Alte... Wenn der enttäuscht ist, verbrennt er Leute bei lebendigem Leib, nur um sich abzulenken. Du Knirps, musst ja was ganz Besonderes sein, wenn sie so mit dem Art auch nicht veranstalten. Ich kann nichts dafür. Bescheiden ist er auch. Zweimal direkt hintereinander. Das sehe ich mir an. Was? Dieses Versteckspiel nervt. Rauskommen, sage ich. Kommt schon, zeigt euch. Geht ja jetzt nur mal darum, dass der da mal nicht lurt, wenn ich da umeinander gehe. Okay, ich häng grad. Wir kommen jetzt da durch, ohne dass irgendwer irgendwas gespannt. Dafür wird jemand büßen müssen. Und Vitalis. Man könnte meinen, der Hauptmann der Wache ist bedrohlich, aber der Alte... Warte mal, hab ich noch so ein Dingens? Du Knirps, musst ja was ganz Besonderes sein, wenn Jetzt sie passt so so mit was. Theater und dich veranstalten. Probieren wir nochmal was anderes. Bescheiden ist er auch. Die Frage ist jetzt, ob der das gespannt, wenn ich jetzt... Die eigentliche Frage ist, kann ich überhaupt so ein Schlafmittel auf den Belly werfen, wenn der einen Helm hat? Da bin ich auch ein wenig gehängt. Das ist jetzt tatsächlich nicht einmal ohne, also muss ich wirklich sagen. Weil der da hinten gespannt, wenn ich da umgehe. Und wenn ich ihm irgendwas ins Gesicht wirf, spannt's der andere jeweils. So, und vor allem, wenn dann irgendwer was meint, dann meinen alle was. Das ist gerade mein Problem. Jetzt muss ich mal, ich muss das jetzt einfach einmal probieren und schauen,
ob ich dem jetzt ins Gesicht werfen kann, ohne dass der das gespannt. Weil im Prinzipiell war es ja einfach. Ich brauche ja gerade umgehen, weil der ja... Moment einmal. Ach so, ja, nein, weil wenn ich da lang gehe, dann sagt es ja er. Also er ist eigentlich... Der da hinten ist nicht mal das Problem. Er ist das Problem. Jetzt passt so wach. Das haben wir jetzt gleich. Oh, ist das dein Scheiß Ernst? Das war so einfach gegangen. Ja gut, mach mal ist der einfachste Weg der effektivere. Mach mal, denkt man einfach zu kompliziert. So, was ist jetzt da hinten? Da ist irgendein Plan, oder irgendein Plan oder was weiß ich was. Jetzt pass auf, aber das mag ich jetzt trotzdem wissen. Wobei, warte mal, denk. Scheiße, ich hab kein Ding mehr. Ja gut, dann hilft's ja mir nicht. Was hat er da jetzt? Eine Karte von Frankreich. Was haben die Dreckskerle nur vor? Okay. Karten von Frankreich haben wir gefunden. Was ist jetzt das? Karten sind in adligen und gelehrten Kreisen weit verbreitet. Sie sind selten, teuer und leider auch ziemlich ungenau. Daher werden an Wegkreuzungen vermehrt praktische und kostengünstige Wegweiser aufgestellt. Dörfer, die den teilweise einen mehrtägigen Fußmarsch voneinander entfernt liegen, werden von Hunger, Krieg und Krankheiten heimgesucht. Über dieselben Straßen verbreitet sich auch die Pest und folgt der fliehenden Bevölkerung wie ein unheilvoller Schatten, die sich in ihrer Verzweiflung an einen einzigen Gedanken klammert. Flieh, solange du kannst, laufe weit und kehre später zurück. Ja, okay, aber was soll die jetzt? Das ist einfach nur ein Gegenstand, oder was? Mit dem kann ja an und für sich nichts tun, oder was? Haben wir da noch? Vitriol, also, okay, das sind mehr so... Okay, das sind mehr so normale, einfach so... Ja, so Geheimgegenstände, sag ich jetzt mal. Ein Rosenkranz, ja, das ist ganz wichtig, dass wir einen Rosenkranz haben. Der hilft uns mit Sicherheit weiter. So, die Hand nur zu zweit. Da kann man aber ablenken. Das ist da immerhin. Ja, da kann man ablenken. Aber nicht von da. Scheiße. Das sind doch bloß Kinder. Wahrscheinlich verstecken sie sich irgendwo im Gebüsch. Da hinten ist auch noch einer. Ach, der hat... Na, Schmarrn, da hinten ist gar keine Wache nicht, oder? Man nennt ihn nicht umsonst den Roten Mönch. Okay. Bleibt der jetzt da stehen? Ich will nämlich gerade rumgehen. Der bleibt eben da nicht stehen. Aber er bleibt eine ganze Weile dort stehen. Jetzt pass auf, jetzt warten wir mal. Wie lang stehst du da jetzt? Nicht allzu lang. Okay. Sind fast da. Das Gitter ist unten. Es gibt immer einen Nebeneingang. Naja, wenn man durchs Gitter nicht durchkommt, geht man halt am Turm rechts vorbei, gell? Also, man kann es auch so machen. Da! Dann nichts wie raus hier. Weiter. Los. Sehr freundlich von euch, Eure Hoheit. Die Passage ist gar nicht übel, muss man wirklich sagen. Aber wenn es einfacher war, wie man meint, wenn man mal nicht übergereizt denkt. Ah, da haben wir Loot, das nehmen wir mit. Stoff. Vorsichtig. Da ist Lukas. Amicia, hast du noch was von dem Devorantes? Ja. Heile! Dann los. Schieß ihm den Helm vom Kopf. Warten schon. Ich bin so froh, euch wiederzusehen. Einer ist auch kein Problem. Hey, du siehst nicht übel aus. Ja, ich war in einem Käfig und dann gab es eine riesige Explosion. Boom, dann sind wir zu Mellys Haus. Und sie hat viel geflucht. Das habe ich gehört. Was ist mit dir, Lukas? Alles gut? Könnten wir das unterwegs besprechen? Oder sollen wir Wein und Braten rausholen und darauf warten, dass sie uns abschlachten? Was meint ihr? Du hast recht. Gehen wir. Das Chateau sollte nicht mehr weit sein. Na dann los. Kommt, es ist nicht mehr weit bis zum Aquädukt.
Ja gut, ich muss jetzt... Habt ihr einigen Ärger gehabt? Sag bloß. Du hast ganz vergessen, uns von der Inquisition zu erzählen. Dann hättet ihr meinen Vorschlag nicht akzeptiert. Den mit deinen angeblich reichen Freunden? Wir finden schon eine Lösung. Erzähl das meinem Bruder. Ich muss jetzt fairerweise dazu sagen, ich habe gar nicht mehr darauf spekuliert, dass es ja eher auch noch gibt, den Lukas. Den haben wir auch letztes Mal kennengelernt. Das ist ein Alchemist oder ein Alchemist-Schüler, deswegen können wir mir so Bombenzauber-Sachen machen, so Dingens, wie Harry Potter-like. Aber auf den habe ich gar nicht mehr spekuliert, tatsächlich. I'm sorry. Na, wenigstens ist es gerade mal ein bisschen entspannter, ja? Was ist hier passiert? Etwa ein Unfall? Ein Karren der Inquisition. Die Ratten. Da drin ist sicher etwas, das wir gebrauchen können. Wie sollen wir da nur vorbeikommen? Oh, Amicia, ich habe etwas für dich. Ich habe Ignifer weiterentwickelt. Zu Luminosa. Du wirfst es mitten in die Ratten und... Na, du wirst schon sehen. Hier, Krieg jetzt endlich mal Bomben! Salpeter, Alkohol und Leder. Alles gut vermischen. Gerne doch. Aha. Wirf es auf die Ratten. Luminosa. Peng, peng, wir haben Bomben! Brennt in den Augen. Das hat sie pulverisiert. Lukas, der Karren ist randvoll mit alchemistischen Zutaten. Das ist Sehr gut. logisch. Die Inquisition. Sie hätten nicht von der Makula gewusst, wenn sie keine alchemistischen Texte gelesen hätten. Ich weiß zwar nicht, was sie vorhaben, aber diese Karren werden uns noch nützlich sein. Ich glaube, Bewegungsgeräusche dämpfen meine Schott uns jetzt aktuell einmal überhaupt nicht, nachdem wir jetzt da so eine Schleichpassage haben. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass da noch mehr kommen. Und verbessert haben wir es auch, abgesehen davon. Aber wenigstens haben wir endlich die Bomben. Wir sind fast da. Na, Warte mal, da endlich. gibt es bestimmt noch Loot Jetzt werden dahinter, wir oder? mehr erfahren. Oder auch nicht. Ja gut. Okay, kein Loot. Kletter hoch, ich helfe dir. Na gut. Gehen wir das Aquädukt drauf? Hugo, es heißt Aquädukt. Oh, Aquädukt. Aquädukt. Sehr gut. Melly, wo ist dein Bruder? Ich will nicht darüber reden. In Ordnung. Ah, da werden wieder unsere Steinschleuderkünste gefragt. Gut gesehen. So, wer geht jetzt zuerst? Du wahrscheinlich, oder was? Komm, hoch mit dir. Ja, so ein Waldspaziergang nachts im Regen ist doch gut, oder? Hier ist nichts. Lukas, sag nicht, dass das alles umsonst war. Nein, nein. Laurentius war ein kluger Mann. Das ist der Trick eines Alchemisten. Gold wird aus Blei geboren. Die Tür öffnet sich nur dem, der den Schlüssel hat. Sowas in der Art. Wie wär's mit? Nutze deine Augen, bevor du den Mund aufmachst. Wer geht zuerst? Gut gemacht. Amicia? Los, Schlüssel? sind wir schon so weit gekommen? Das ist mein Mädchen. Charlie, der Schlüssel, der heißt einfach Bratzen hernehmen, ja? Schlüssel. Oh, was haben wir jetzt? Gut, wenn ich mir behaupten kann, dass meine Wurstfinger Schlüssel haben, dann habe ich auch alles geschafft im Leben. Oh, das schaut aber zauberhaft aus. Wow. Nicht übel. Respekt. Ist das Meer? Nein, nur Wasser, das sich im Untergrund gesammelt hat. Hey, da ist ein Ponton. Was für ein Ding? Der Ort wurde von Menschen genutzt. Wir sind auf dem richtigen Weg. Aha. Wisst ihr, an was mir das gerade brutal erinnert? Ich weiß auch, also an zwei Sachen. Zum einen erinnert es mich an die Grotte in Sekiro, wo man die zwei Affen bekämpft. Und zum anderen erinnert mich das auch irgendwie gerade an Moria. Ich weiß auch nicht, von Herr der Ringe. Irgendwie, das hat irgendwie was davon. So ein Gollums Höhle quasi.
noch nie von diesem Ort gehört. Und das Chateau, wo ist es? Wenn du es unbedingt wissen willst, wir müssen erst hier rüber. Ah, da brauchen wir wieder die Stoßleiter. Gut gemacht. Ah, da haben wir wieder irgendein Rätsel dann, okay. Zuerst einmal brauchen wir den Loot. Okay. Ich warte oben nur drauf, bis die erste Tauchpassage kommt. Ja? Das darf dem Spiel einfach nur noch angehen. Aber das glaube ich wird nicht passieren. Eine Seilfähre. Eine was? Das Boot wird mit einem Seil bewegt, das man selbst ziehen muss. Da ist eine Kurbel. So, ich tippe mal drauf, dass der Hugo natürlich wieder bei uns bleiben muss. Ja? Das heißt, ich zwar darf zu Melly, mir kurbeln. ich brauche deine Hilfe. Lukas, schlaf nicht, sondern hilf mit. Ja. Das Wasser ist grün. Ja, weil da unten viele Geschöpfe leben. Den muss ziemlich kalt sein. Vater hat mich einmal zum See bei Turf mitgenommen. Ich bin ausgerutscht und reingefallen. Das war so kalt, ich musste heulen. Da hätte ich auch heulen müssen. Euer Boot wartet. Ja, Soll Hugo, ich steig ein. einsteigen? Hoffentlich können sie schwimmen. Achso, wir müssen dann von der Endseite kurbeln, dass die zwei mal kommen. Okay, alles klar. Gut festhalten. Los geht's. Wow. Wobei das Wasser auch ziemlich geil Oh, animiert das liegt ist. an dem Monster. Was, ein Monster? Ja, natürlich. Unterirdische Seen sind verzaubert. Riesige, uralte Monster schlummern in ihren Tiefen. Und sie sind furchtbar hungrig. Stimmt ja gar nicht. Wenn hier Monster wären, dann würden wir Luftblasen sehen. Du hast mich erwischt. Mama hat immer gesagt, dass Monster nur Dinge sind. Dinge, denen wir nie einen Namen gegeben haben. Ja, das hat sie mir auch erzählt. Ich würde eigentlich gern mal ein Monster sehen. Haha, schaut er trotzdem oder weißt du, was ein Monster ist? Gut, hier steigen wir aus. Oh, das war viel zu kurz. Ich weiß, aber jetzt sind die anderen dran. So. Dann nehmen wir da einmal kurbeln. Es gibt hier keine Monster, aber vielleicht ein Wal. Wale sind ziemlich groß. Ja, aber Jawohl. ein kleiner? Kann sein. Ein scheuer Wal, der sich nicht gerne zeigt. Er ist scheu, weil er so klein ist. Aber er ist bestimmt sehr hübsch. Ihr seid dran. Wir kommen. Gut, ihr könnt loslassen. Na gut. Dabei lupen wir mir mal, bis das die da rennt haben. Das dauert jetzt eh noch ein wenig. Ich dachte, Amicia und Hugo sterben vielleicht. Und ich hatte Angst. Vergiss es. Das liegt hinter uns. Aber dafür gehört mir alles, was mir in der Burg gefällt, abgemacht? Na gut. Worüber habt ihr gesprochen? Erwachsenen-Dinge. Los, gehen wir Ah. weiter. Die haben jetzt garantiert unterm Strich ausgemacht, was wir mir gar nicht flauschig finden. Hundertprozentig. Da glaube ich, kommt noch ein sauberer Plot. Das sehe ich schon kommen. Verschlossen. Nicht mehr lange. Lasst mich mal vorbei. Vor allem, wo ist ihr Bruder eigentlich, frage ich mich gerade. Fertig. Ah, da ist ein Feuerstein, gleich haben wir einen Ratzen, 100%. Na bitte. So doch. Natürlich. Die haben mir gerade noch gefehlt. Was ist das hier für ein Ort? Nein, das kann nicht sein. Das muss ich mir näher ansehen. Was ist denn, Luke? Dieses hängende Feuerbecken kann den Graben entlang schwingen. Lukas! Und dies da aus der anderen Richtung. Mach mal langsam. Eine Verteidigungsanlage. Wie bei einer Burg? Eher wie eine Rattenfalle. Sie schützt irgendetwas. Und? Wie funktioniert sie? Die Feuerbecken drängen die Ratten in die Grube und da sitzen sie in der Falle. Könnte nützlich sein. Wer hat das gebaut? Ich weiß nicht, aber es sieht ziemlich alt aus. Komm, Lukas, lass uns mal nachsehen. Gut, Melly. Während die Jungs tagträumen, gehen wir weiter. Wer hat das gebaut? Vielleicht, irgendwelche Ritter? Ich glaube nicht, dass Ritter mit Stein und Mörtel umgehen können. Aber Handwerker. Und zwar eine ganze Menge von ihnen. Lukas, der Bau ist schon lange Achso, den her. müssen wir jetzt da einsprengen und dann muss man Bomben drauf werfen. Sehe ich das richtig? Na los! In den Bei Graben! dem Gedanken Wir müssen
müssen auf kriege ich die andere Seite. Gänsehaut. Gut, kommt mit. Okay. Bist du eigentlich? Melly, kannst du sie öffnen? Nein, vielleicht auf der anderen Seite. Achso, so einfach geht's dann doch wieder nicht. Okay, ja gut. Okay. Wo ist denn der Hugo jetzt? Sind die schon Kletter herum? hoch, ich helfe dir. Yep. Hä, wo sind die anderen zwei jetzt? Oh fuck, ich hab da drin Loot übersehen. Moment! Das müssen wir schon mitnehmen, das hilft einem nicht. Ach, die stehen da. Okay. Das nehmen wir natürlich schon mit. Dann war's so aus. Na gut. Ach, die müssen wir dann von der Seite dann über die Tieren praktisch umschicken. Okay. Komm, ich hebe dich hoch. Ich komme. Okay. Gibt's Alu? Das nehmen wir auch mit. So, dann schicken wir da die Ratzen wieder oben, indem wir das wieder anzünden. Überall diese verdammten Ratten. Ah, Moment einmal. Okay, ich muss jetzt irgendwie da umkommen. Warte mal. Was ist da eigentlich? Ob wir sie irgendwie runterholen können? Gut, Ah, ich ja, kümmere mich okay. um die Tür. Na los, kommt rüber, ihr Faulpelze. Das geht aber tatsächlich relativ... Ist jetzt relativ unkompliziert. Da kommt bestimmt noch irgendein Scheiß. Einen muss man ihnen lassen. Die Anlage ist sehr effizient. So, da hinten haben wir noch Loot-Money, oder? Oder auch nicht. Gut, dann halt nicht. Dann gibt's halt keinen Loot. Na, recht. Ah, aber da gibt's noch Loot. Alkohol, sehr gut. Folge mir. Natürlich. Aber rein theoretisch könnten die Rotzen auch den steiler Hang da aufrennen. Ob ich mal gehört, ob das wirklich so ist, weiß ich nicht. Noch eine Tür. Könnte die Schön, schön. richtige sein. Hoffentlich sind da nicht wieder Ratten. Ja, ich vermut's fast. Melly, ich brauche hier deine Hilfe. Schon unterwegs? Komm schon. So langsam habe ich genug von all diesen Türen. Seht mal, wir haben es gefunden, das Chateau. Wow. Es existiert tatsächlich. Chateau d'Ombrage. Unglaublich. Alter, wie geil die Blitzbucht haben. Zweifel, aber das ist die Art von Alchemistenlegende, die ich mag. Na los, sehen wir uns das mal an. Ja, er kann es überhaupt nicht erwarten, oder? Aber wie gut das einfach ausschaut. Wahnsinn. Und da hinten auch wieder ein Haufen Rotzen, okay. Pauschal einfach immer erst einmal in die andere Richtung. Siehst du das da? Dein Einsatz, Melly. Ja. Ist offen. Geh, steh mal um da. Soll das die Wundermedizin sein, von der Sie gesprochen haben? Riecht 4 Räuber nicht Essig. besonders gut. Wenn es nicht stinkt, hilft es nicht. Da hast du nicht unrecht. So, machen wir mal von allem ein bisschen was, damit wir wieder wegen mehr Loot aufnehmen können. Wächst es da? Da wieder Schuhe draus. Gut, die Schlafpumpen kann ich zwar jetzt auch gerade nicht herstellen, da geht ein bisschen Alkohol ab, aber gut. Schaut jetzt auch gerade nicht so aus, wie wenn wir es im Moment noch brauchen. Dabei einmal. Ratten! Ich weiß
Angst vor Blitzen. Oh, fick dich. Versuchen. Ist das euer Ernst? Man muss das jetzt zeitlich mit dem Wieder umpassen, okay? Los, lauf! Das ist doch verrückt! Na gut, aber effektiv. Nie wieder. Ein Gebäude. Unglaublich. Hier haben mal Leute gewohnt. Wir sind so weit oben. Keine Sorge, Hugo. Das ist so weit weg. Zu weit, um es auf einmal zu schaffen. Ah, ja. Okay, hab ich schon gesehen. Ich hab's schon geschaut. Ja gut, da komm ich von da jetzt wahrscheinlich. Jo, komm ich schon. Das müsste helfen. Jetzt, na los, na los! Okay, dann haben wir da auf jeden Fall schon mal safe. Noch nicht. What the fuck? Hey, ich bin doch im Feuer gestanden, oder nicht? Das ist so weit weg. Zu weit, um es auf einmal zu schaffen. Das müsste helfen. Jetzt, na los, na los! Noch nicht. Ach, da können wir uns noch... Ach, weil das kleiner wird. Ah, weil das Feuer kleiner wird, deswegen, okay. Das ist Dann so machen weit wir es weg. ganz anders. Zu weit, um es auf einmal zu schaffen. Pass auf, ob die nicht noch mehr respawnen. Das müsste helfen. Ja, die respawnen einfach wieder. Oder? Ja, die respawnen einfach wieder. Das war quasi jetzt einmal ein bisschen Licht. Warte mal. Jetzt warte, bis das die Rotzen rauskommen, weil dann habe ich mehr Zeit. Okay, zeitlich nicht gescheit passt. Nochmal. Jetzt, na los, na los! Noch nicht. Los, wir werden es schaffen. Scheiße. Komm, ich helfe dir. Okay. Na gut. Geht es euch allen gut? Haben wir es geschafft? Wirklich? Geschafft. Wir sind da. Seht euch Ah, das ja. an. War aber auch sauknapp. Chateau d'Ombrage. Oh, von hier aus ist es sogar noch größer. Gehen wir rein. Los. Irgendwie stinkt's da nach Bosskampf. Ich weiß auch nicht. Das weiß ich nicht. Da stellen sie meine Soul-Spieler Nackenhaare auf. Ja, die Hand auf halbe Zweifel. Das stinkt ganz gewaltig nach dem Boss. Ich mag das nicht. Moment. Mal kurz was schauen. Okay. Okay. Ja, da können wir uns einmal ein wenig mit Wein zuschütten, wenn es war. Bierfassel. Holz haben wir auch. Ja, da wird es zünftig da drum. Irgendwie geht jetzt da ein Drache ab. Unglaublich. In dem Turm dort drüben sind die Wohnräume. Er muss mehrere Jahrhunderte alt sein. Sieht trocken aus. Aber dieser Graben ist uns im Weg. Eine Rattenfalle. Wie in der Höhle. Aber wer hat das alles gebaut? So, wie kommen wir jetzt da um, ist die Frage. Ah,
verschlossen. Schaffst du das? Ja, das Schloss ist ganz schön alt. Da hat sich was bewegt. Ist offen. Man stelle sich vor, dass da oben jetzt so richtig fetter, großer Drache sitzen wird. Das da passen wir Faust aufs Auge. Anscheinend haben sich hier alle versammelt. Oh, ach du Scheiße. So bringen wir die Ratten in Bewegung. Lukas, Hugo, bleibt aus dem Regen raus. Wir werden einen Weg zum Turm freimachen. Gut. Komm, Hugo. Bist du soweit, Melli? Solange wir sie aus... Willinger, habe die Ehre, grüß dich. So. Ja, Moment, wir müssen aber eigentlich in die andere Richtung, oder? Ach so! Also los. Die Belagerung des Château d'Ombrage. 2 Mädchen gegen Tausende von Ratten. Diese Schlacht wird in die Geschichte eingehen. Ja, das stimmt schon, Wifi. Nein, ich mag gerade, weil das halt einfach... Weißt du, das ist so richtig, wenn man jetzt, keine Ahnung, weiß ich nicht, Dragon Age oder Dragon's Dogma oder Game of Thrones, wenn man an das denkt, da ist auch so eine alte Burg mit einem Turm und irgendwie einfach so ein richtiger Drache. Das darf halt jetzt ins Spiel passen. So natürlich zum Spiel logischerweise nicht, ja. Aber von der Kulisse her war das jetzt einfach, oder für Soul-Spiele war das jetzt Präheknis. Ah, fickt doch einfach. Ihr wisst, was ich meine, aber da der Drache hinpassen von der Kulisse her. Genau, der Billinger sagt das also, da muss ein Drache oder sowas auf. So, das heißt, ihr müsst jetzt da quasi oben stopfen, oder wie sage ich das? Oder muss man das einfach da jetzt... Hä? Prädestiniert, danke dir. Ja, okay. Wir sollten den mittleren Bereich jetzt erreichen können. Ja, das Ja. ist schon mal der erste Schritt. Ich lasse dir den Vortritt. Ratten sind dein Spezialgebiet. Sehr großzügig. Achso, da unten ist er... Aha. Da müssen wir da hinten hin und dann da auf. Ja, okay. Das weiß ich nicht, ob du das falsch geschrieben hast. Das ist aber auch wurscht, aber Hauptsache, ihr wisst, was ich eigentlich sagen wollte. Highlander, danke für deinen Lurk. Viel Spaß weiterhin. So, jetzt pass so wacht. Dann müssen wir jetzt da hinten an die Feier stellen. Ja, ist wieder nicht anders. Los, ich bin bei dir. Ich fühle mich schon gleich viel besser. So, das zählt mir jetzt so mal an, dann haben wir da auf der sicheren Seite. So. Okay. Scheinbar wird das auch ein Alleingang jetzt da, oder was? Ohne Melli werde ich es nicht schieben können. Wie kriegt Melli da jetzt runter? Jetzt pass auf, wacht. Ja, ich habe ja jetzt nicht einmal mehr... Ach so, warte, Moment einmal. Kannst du das Laufen anfangen? Warum kommt jetzt die da nicht? Achso, kann man das... Moment einmal. Kann man das schirmen? Weil das hängt da so an einer Kette. Hey, seh Ah! Ich wollte gerade sagen, weil da ist ja Ketten dran. Das muss ja irgendwie... Muss ja dann irgendwie... Muss ja dann irgendwie gehen. Ich komme. Kannst kaum erwarten, da oben zu sein. Ja gut, okay. Das Feuerbecken kommt von allein Wimmeln zurück. hier rum wie Adlige am Königshof. Aber das ist unser Schloss. So, machen wir die Blutkraft da. Ja gut, okay. Gut, die hier müssen auch noch in die Grube getrieben werden. Ja, Sie dazu sind müssen wir so heute erst auf der anzünden. falschen Seite des Feuerbeckens. Ich muss runtergehen und nachsehen, was da unten ist. Gut, ich gebe dir Deckung mit dem Feuerbecken.
Ja, warte mal, das müssen wir jetzt erst einmal da... Ah, das schiebt jetzt sie dann praktisch, oder wie sehe ich das? Okay. Muss ja fast, weil sonst kommen wir gar nicht da um. Ah, das sehen wir jetzt eh gleich. Ich lege mein Leben in deine Hände. Reine Routine, meine Dame. Bereit, wenn ihr bereit seid. Ja, du kannst loslegen. Denkst du, du kriegst das hin? Na schön. Oh, das könnte eine Schmierung vertragen. Wärst du lieber hier unten? Schon gut. Ich wärme mich hier nur auf. Weiter geht's nicht. Was siehst du da unten? Noch mehr Feuerbecken. Ich kann den Wall hochklettern. Dann hoch mit dir. Aha, ja, ja. Wir werden es schaffen. Hugo und wir alle werden in Sicherheit sein. Okay. So, wie können wir jetzt... Können wir da aufhören? Wahrscheinlich nicht, oder? Okay. Ah. Ja gut, okay. So, jetzt kann ich die wieder auf die andere Seite bringen. Melly, ich säubere jetzt den äußeren Bereich. Sie kommen in deine Richtung. In Ordnung. Aber es sind zu viele. So werden wir es nie schaffen. Gut, wir müssen den ganzen Innenhof säubern. Dann mal weiter. Ich bin sowieso schon klitschnass. Okay. Ach so, und die... Ah, ja, okay. Und sie schiebt jetzt dann praktisch wieder retour. Na bitte. Rein in die Grube mit euch. Ja, perfekt. Geschafft. Jetzt nur noch den letzten Bereich. Ich muss zurück zur Leiter. Okay. Oh, da gibt's Loot. Ah, die schaffe ich sogar mal ohne Melli. Sehr gut. Da unten sind immer noch Ratten. Ich brauche das Feuerbecken. Ach so, okay. Also gut, auf ein neues. Habt ihr es geschafft? Ja, alles klar, Hugo? Mir geht's gut, aber man wird euch schreien hören. Keine Sorge, der Sturm übertönt unsere Stimmen. Bald sehen wir den Turm. Ich bin ja gespannt, ob sie das lohnt, aber mir auf den Turm da aufsteigen. Okay. Da hat es noch Loot gegeben, meine ich, oder? Okay, ein Stor. Ich wäre soweit. Die Brücke. Oh, ja. Wir sollten sie besser runterlassen. So, muss man den mal oben. Und so eroberten Amicia die Amazone. Und Melly die Verstohlene. Das war Tod und Brat. Du hast zu viele Bücher gelesen. Nett. Komm, wir müssen den Bereich da unten noch säubern. Wir brauchen dafür das Feuerbecken oben vom Wall. Ich gebe dir mit diesem hier Deckung. Gut, Was? ich komme runter. Ach so, ich muss wieder... natürlich darf ich wieder als Rattenfutter enden, ist ja klar. Was war das? Nichts, nur ein beschissener alter Hebel. Melly, du findest immer die richtigen Worte, was? Alles gut. Das hier ist euer Chateau. Ihr habt eine Verbindung dazu. Unser Schloss. Stell dir mal vor, wir könnten hier alle zusammen leben. Mir liegen Gewölbe irgendwie näher, weißt du? Wie soll ich da nur hochkommen? Du brauchst eine Leiter. Aber die verfluchten Ratten sind überall. Tja, Amicia, die Amazone. Erzähl ihnen doch eine Geschichte.
sehr witzig. Okay, jetzt pass auf. Ich lust da nur mal ein wenig zu, was die Leute da so schmatzen. Jetzt pass. Ach, da hinten ist ein Leute. Ah, ja. Alter, das wird aber auch ganz schön knapp. Okay. Gut, dass ich die Fackel jetzt gerade noch gesehen habe. So, jetzt müssen wir die wieder zurückdrehen. Aber cool gemacht auf jeden Fall. Hier drüben ist das Chaos ausgebrochen. Ich brauche dich hier. Bin unterwegs. Gut, dann also nochmal. So erobert man ein Schloss. So wird man krank. Nein, meine Geschichte endet anders. Hey, wo sind sie jetzt? Ach so, die hat... Ah, okay. Hey, wieso jetzt hier da... Ach so, okay. Ach ja, weil da sind ja jetzt alle weg, ist ja klar. So, und jetzt? Hey, was soll ich jetzt tun? Das ist ja alles sauber da, okay. Okay. Ah, okay. Ja, ich verstehe schon. Wir müssen da rein. Gut, dass das nur ein Bohrhand. So, jetzt pass auf. Los, komm schon. Scheiß, wir haben es fast geschafft. Und mit diesen edlen Worten machten sie sich daran, zurückzuerlangen, was rechtmäßig ihnen gehörte. Ein Heim. Hör auf damit. Komm schon, hier gibt sicher irgendwo auch ein schönes Gewölbe für dich. Amicia, so einfach ist das nicht. Du kennst mich doch gar nicht. Na gut, ich verstehe. So, die müssen jetzt da raus. So, und ich muss jetzt... Jetzt! Ah! Die Drachen frei. Na los, zurück mit euch, ihr Mistviecher. Weicht zurück vor Amicia der Amazone und Melli der Furie. Was? Furie, aha. Furie? Ich hab doch gesagt, du kennst mich nicht. Ein Zehner, wenn du reinspringst. Geschafft. Wir haben sie zurückgedrängt. Die Burg hat uns das Leben gerettet. Ja, Laurentius hatte recht. Könnten wir unseren Sieg, wenn es euch nichts ausmacht, vielleicht im Trockenen feiern, ja? Natürlich, auf zum Turm. Du machst das für ein Bier. Hm. Glaub ich nicht. Ja, Glaub ich nicht. kommt zum Feuer, wärmt euch auf. Es ist riesig. Morgen können Hä? wir es erkunden. Das ist jetzt unser Zuhause. Der Pfad vor uns, nice. Schönes Kapitel. 2 Bier, ja, von denen hast du halt dann wahrscheinlich nichts mehr, wenn die Trotzen gefressen haben. Du hast...
Ja, Bier? ich habe ganz viele Sachen gefunden. Ich zeig's Mike, dir. merci dir für dein Resub im 5. Monat. Aber Ehre, für 3 Bier. Ich glaube, ich darf es auch für 3 Bier nicht. Mike, merci dir. Viel Spaß weiterhin mit dem Mods und willkommen weiterhin in der Party. Alles fit bei dir? Vielleicht werde ich dann wacher. Hoffentlich. Hier unten. So, jetzt machen wir da erst einmal eine Feier, weil da war es ja direkt aus. Also ich kann keine Feier machen. Das ist ja langweilig. Nun kann ich keine Feier. Oha. Es glitzert. Da war die Mai jetzt wieder hin und weg. Wir müssen diese Strohmatratzen zusammenflicken. Was stricken soll ich jetzt auch noch? Wifi! Wir müssen mal was flicken. Kannst du da aushelfen? Eventuell. Bei meinem... Bei meinem Gewicht gibt's Ratatouille, platte Ratten. Rattenplatten quasi. So, jetzt looten wir aber... Achso, wir können was ausbauen. Nein, können wir nicht. Warum können wir nichts ausbauen? Ich verstehe die Frage nicht. Was fällt denn da jetzt schon wieder? Eigentlich alles. Okay, ja gut. Ja, wir haben auch noch nicht fertig gelootet, ja? Stricker kann ich auch nicht. Nein, Flicker hat's geheißen. Nicht Stricker, Flicker. So, vorne haben wir auch schon. Sehr gut. Da warst du schon voll ausgestattet. Bei Hugo bleiben. Ja, der Hugo soll sich jetzt das Wahl nicht anscheißen, weil ich bin in der Nähe. Okay, da darf ich nicht durchgehen, warum auch immer. So. Erst wird gelootet, vorher geht. Die Dinge, die wir gefunden haben. Zumindest können wir sie so in diesem Chaos nicht verlieren. Hä, wie jetzt? Ist das unser Hut jetzt, oder was? Ach doch, okay. Ein ganz schönes Stück Arbeit. Ja, einen Landschaftsgärtner brauchen wir quasi, ja. Ach, da kann ich schon aus, oder was? Was ist das für Scheiß? Alter, wie gut das einfach ausschaut. Gut, das schaut gerade ein wenig schwammig aus, aber das ist wahrscheinlich vom Spiel so gewollt. Aber ja. Hugo Jetzt, wartet auf mich. Ich soll ja. gehen. Gehen wir mal zum Hugo, weil nicht, dass er noch einen Anfall kriegt. Genau, man hat gesagt, du dir mal was zum Essen holen. Ja? Nicht, dass man noch vom Fleisch frisst. Das war da nichts. Ah, da ist auch noch was. Ich hab's genau gesehen. Ein grüner Löwe, der die Sonne verschlingt. Ikonografie. Keine Prophezeiung. Was? Laufbahn Chinamann und so. Laufbahn Chinamann? Verstehe ich nicht. Zu viel Schwefel. Die Sonne beherrscht den Mond, anstatt sich mit ihm zu vermählen. Lukas! Oh, da seid ihr ja. Gut geschlafen? Kein bisschen. Running. Gekommen, aber hat mich inspiriert. Ich habe das große Werk. Jetzt haben wir beieinander. Los es auf alle Fälle schmecken und schau, dass es frisch ist, gell? Was sollen wir tun? Amicia, ich brauche die Fiole links auf dem Tisch. In Ordnung. Und ich? Was kann ich tun? Für den letzten Schritt brauchen wir Licht. Hugo, hol eine Kerze. Das schaffe ich. Der will jetzt endlich Bomben bauen. Das muss es sein. Ich muss so richtige Granaten, weißt du, so richtig. Ich muss so richtig rumst. Aha, da sehe ich schon, du wirst geschnapselt. Okay, also Loot gibt's da auf alle Fälle viel. Das ist zauberhaft. Hier, sonst noch was? Ja, den konzentrierten Lorbeersaft. Direkt hinter mir. Ich hole ihn. Was ist ein großes Werk? Was zum Essen? Das ist ein Elixier, das deinen Pfad erleuchtet. Ein Leuchtfeuer für den Träger der Makula. Es ist mir heute Nacht eingefallen. Du möchtest quasi anzünden, oder was? Das ist auch eine Möglichkeit, Dinge zum Regeln. Hier. Gut, dann jetzt die Engelsträne. Die Können die Schnaps brennen? Ja, okay. Das Elixier. Im 14. Jahrhundert hat es die Gesetze noch nicht so gegeben. Das große Werk. Das war eigentlich nicht geplant. Das macht nichts, Lukas. Vielleicht solltest du dich ausruhen, oder Hugo? Gut gemacht, Lukas. Du bist ein Zauberer. Amicia, komm. Ich komme.
Ja, okay, das mit deiner Bomben hat offensichtlich jetzt nicht so gut funktioniert. Das ist, war eher vielleicht der Chance, was du zusammengebraut hast. Aber okay, ja gut. Dackel. Stimmt, da hat es einmal so eine Seiten. Gibt's die eigentlich immer noch? Die ist ja auch schon storalt. Hast du eigentlich Melly gesehen? Nein. Vielleicht ist sie schon aufgebrochen. Oh nein, ich wollte mich doch verabschieden. Oh, da haben wir etwas übersehen. Ein Werkzeug. Okay, jetzt können wir immer nur noch... Ich glaube, unser Taschenerweitern ist gerade ziemlich... Ach so. Ah, fuck. Ja, wobei, nein, ich glaube, das ist gar nicht schlecht. Das nehmen wir jetzt einmal, damit wir mehr Zeit mitnehmen können. Nicht schlecht. Gar nicht Immerhin. schlecht. Ja, also, die Seiten, wann waren das so richtig aktuell? So vor ist das schon 10 Jahre her? Da habe ich noch Fußball gespielt. Also mindestens, das ist mindestens 7 Jahre her. Achso, jetzt darf man da durch, Dieses okay. Chateau muss schon seit Jahrhunderten der Tiegel eines Alchemisten. Da wird Lukas sich freuen. Alchemistischer Schmelztiegel. Sei, jetzt hast gewaltige Erinnerungen hochgebracht bei so manchen Leuten. Ja, einschließlich mir. Hallo! Ja, auf Breili, super Idee, du Volldepp, oder? Wow. Ich muss jetzt ernsthaft schreien. Damit ja jeder weiß, wo wir haben, oder was? Hat sie eigentlich komplett gestrahlt, oder was? Na, habt ihr beiden Spaß? Die Inquisition sicher auch. Ja. Melly, wir dachten, du wärst weg. Komm, wir müssen reden. In der Berufsschule habe ich schon kennt, also circa 9 bis, ich wollte gerade sagen, das ist mindestens schon 9 oder 10 Jahre alt. Ich glaube, dass die Seiten nicht einmal mehr gibt. Aber da hat es so viele geile Sachen gegeben. Ich warte immer nur auf den Plot-Twist, der mir nicht gefällt. Ja, was ist denn? Dieses Chateau ist eine Ruine. Ah. Das ist genau, was ihr braucht. Wer auch immer es gebaut hat, wollte seine verdammte Ruhe haben. Macht keinen Ärger und alles wird gut. Also, gehst du Arthur holen? Wenn ich helfen kann. Arthur ist mein Problem. Du hast es ja gehört. Diese Hunde von der Inquisition haben ihn in die Bastion gebracht. Ich weiß, wo ich suchen muss. Ich finde ihn. Sieh mal, Amicia. Und wegen Hugo... Ich weiß, es ist nicht leicht, aber glaub mir, es ist es wert. Er wird dich retten. Letzten Endes retten sie uns immer. Selbst wenn man Brüdern ab und zu den Hals umdrehen will. Die Symbole, Amicia. Das glaube ich dir. Was für Symbole? Geh nicht ohne Lebewohl zu sagen, ja? Als ob das meine Art wäre. Amicia, komm bitte. Ja, Hugo. Was hast du gefunden? Stell dir mal ins Discord, ja. Stell den... Ist das dein Ernst? Gibt's die Seiten wirklich noch? Stell einfach mal in den Stammtisch oder wo. Welche Zeichnung? Die im Speisesaal. Ich zeig sie dir. Komm mit. Ich folge dir. Was? Da gibt's einen Speisesaal? Mehr Essen ist mehr gut. Was gibt's da unter? Oh, da gibt's Loot. Sehr gut. Oder auch noch Loot? Aha! Buch der Vogelsprache. Lyrik vielleicht? Ja, das war schon immer mein größter Wunsch, dass ich einen Vogel verstehe. Vor allem den scheiß verfickten Raben, der jeden Tag um 5 Uhr in der Früh schreien anfängt vor meinem Fenster. Der wollte immer schon verstehen, was der für einen Scheiß labert um 5 Uhr in der Früh. Nicht. So, wo ist jetzt der andere wieder hin? Komischerweise, wenn er von mir wegrennt, dann feiert er nichts, aber welche ich renn von ihm weg? Das sind dieselben Symbole. Ja. Vielleicht das Wappen der Alchemisten? Hast du den Baum gesehen? Den Baum? Na los, hier rüber. Ich verstehe nur Bahnhof, was er für ein Problem hat. Aber okay, ich renne ihm einfach einmal nach. Er wird schon wissen, was er tut. Oh, ein Zitronenfalter. Er faltet Zitronen. Oh, sind das deine neuen Freunde? Ja. Amicia?
Tut mir leid, dass ich krank bin. Alter, was hat denn der für Adern im Knack? Hör zu, wir werden ein Heilmittel für dich finden. Und jetzt haben wir doch auch Lukas und Melli. Lukas, sieh mal die Schmetterlinge. Sieht aus, als hätte hier jemand Spaß. Es wird immer größer. Ja, die Makula breitet sich in seinem Blut aus. Die Bücher besagen, dass es mehrere Schwellen gibt und der Träger bei jeder Schwelle Gefahr läuft, zu sterben. Wie viel Zeit haben wir? Sehr wenig. Hugo hat die erste Schwelle fast erreicht. Mein Meister und deine Mutter wollten den Prozess verlangsamen. Aber wie? Was haben sie getan? Sie haben an einem sehr komplexen Elixier gearbeitet, um ihm Zeit zu verschaffen. Und kannst du es zubereiten? Mir fehlt ihr Wissen. Doch ihre Arbeit basierte auf einem verbotenen Buch, dem Sanguinis Itinera. Mit dem Buch? Könntest Leider du also... nicht. Das Sanguinis Itinera ist gefährlich. Es ist mit anderen Werken im Keller der Universität eingeschlossen. Dorthin zu gelangen ist fast unmöglich, wenn nicht Selbstmord. Gewöhnlich schon. Aber wenn wir uns das Chaos zunutze machen, hätten wir eine Chance. Ich weiß, wo das ist. In der Stadt in der Nähe vom Gefängnis meines Bruders. Wenn du das riskieren willst, helfe ich dir reinzukommen. Danke. Gut, ich packe meine Sachen. Komm zu mir nach drin, wenn du gehen willst. In diesem Fall braucht ihr Ausrüstung. Ich bereite sie vor. Hugo, es tut mir leid. Ich muss weggehen. Keine Sorge, ich bleibe bei Lukas. Gut. Ich bin bald Wieder. zurück. Also das Birkel, von dem der da redet, ist quasi das Dämonikum vom 14. Jahrhundert, so wie ich das jetzt verstanden habe, oder? Toll, super Sache. Aber der arme Bursch schaut halt einfach auch nicht gesund aus, das hilft ihm halt auch nicht. Fuck, ich bin echt am Überlegen, ob ich mir Tarkov hole, aber ich sehe es jetzt schon kommen, dass ich mich früher oder später dafür hasse. Escape from Tarkov. Früher da leider wirklich gar nichts Mutter. dazu. Ihr werdet immer bei uns sein. Weil bekanntermaßen ich halt kein Shooter-Spieler bin. Ja, ein Arbeitskollege von mir suchtelt das, oder hat das einmal ziemlich lang gesuchtelt, aber ich selber kann dazu leider gar nichts sagen. Vielleicht ist jemand im Chat, der wo das einmal gespielt hat oder immer noch spielt, ich weiß es nicht. Aber da kann er leider jetzt keine hilfreiche Info nicht geben. Auch wenn ich es gern tat. So, was hat es nicht geheißen, wir sollten die Strommatratzen flicken? Na gut. Endlich. Na, dann wollen wir mal. Hört zu, eine Sache noch. Laurentius hat einmal gesagt, der Weg zum Buch sei übersät mit Rosen. Haltet also die Augen offen. Rosen. In Ordnung, werden wir. Aha, jetzt bin ich quasi mit der Melli allein unterwegs. Einmal interessant. Im Dunklerwald, ja toll. Slenderman incoming. Erste Regel zum Überleben, tritt ihn zwischen die Beine. Wäre der Kopf nicht besser? Du bist so ein Weichei. Sch, da ist die Stadtmauer. Folge Melli, okay. Was sind das für Leute auf der Brücke? Das sind die Einwohner. Sie werden evakuiert. Lass mich raten, der Biss wütet hier? Genau. Und wo der Biss wütet, ist wer nicht weit? Die Inquisition. Schlaues Mädchen. Na, nicht schon wieder Inquisition, warum denn? Alter, wenn sie das nicht lohnt, ohne Scheiße, ich zend der Tor, ohne Witz. Nein, Hast du ihn gekannt? ein Dieb. Wir haben zusammengearbeitet. Er hatte Talent. Das ist also die Strafe fürs Stehlen. Der Tod. Ich will nicht, dass sie Arthur so einen Stock verpassen. Los, gehen wir. Also, wenn's mich fragst, ich meine, ich kenne mich ja nicht aus. Ne? Ich darf aber mal schwer behaupten, der hat's hinter sich. Rest in peace, my friend. Ja, ich hab mir die letzten paar Tage ein paar Videos dazu angeschaut und es schaut schon echt geil aus, aber das ist halt so eine typische Hassliebe und frisst Zeit ohne Ende. Muss man da grinden, oder was? Melli, übernimmst du? Mach du mir knacke den das Schloss Goran und after. dann kümmere ich mich um Arthur. In Ordnung, aber wo genau ist die Universität? Das große Gebäude am anderen Ende der Stadt. Nicht zu übersehen. Glaubst du, dass wir uns wiedersehen?
Hoffentlich. Du schuldest mir was. Scheiße. Das heißt auch, dass du nicht sterben darfst. Ich tue, was ich kann. Rennen sie barfuß umeinander, oder was? Mit dir. Tatsächlich. Die hat keine Schuhe nicht. Super Sache. Viel Glück. Dir auch. Bin ich jetzt allein, oder was? Hey, hallo, kannst du... Ich mag nicht allein sein. Nein, na toll. Ja, das war auch so klar, oder? Aber glaubst du, dass sie aus eigenen Stücken gehen? Los, beweg dich. Wir müssen die letzten von ihnen rausholen. Keine Sorge, wir haben es fast geschafft. Die Stadt gehört uns und dann können wir das Ganze... Wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Ich weiß auch nicht einmal, wo ich hin soll. Diese Mistkerle. Was haben die nur vor? Okay, da sitzen wir uns jetzt hier und saufen mal. Weil, was darf man sonst? Mein Schleier habe ich aber schon dabei, den erst. Zumindest ist das kein Horrorspiel, wo man nicht auf einmal irgendwas anspringen kann. Ja, das ist jetzt das. Wenn man dieselbe Passage jetzt in Resident Evil hätte, dann hätte ich jetzt schon so einen dermaßen ein Bein in der Hose, dass ich nicht einmal mehr gerade sitzen kann. Aber da kann man ja Gott sei Dank nichts anspringen. Glaube ich. Wahrscheinlich springt mir ja gerade jetzt dann wo so. Aha. Okay, ja gut, da ist Frischluft, das ist gut. Wow. Da drüben, das muss die Universität sein. Das Licht, das gefällt mir ganz und gar nicht. Ja, da werden jetzt wahrscheinlich nicht nur wir zwei sein dann. Da werden ein paar Leute mehr umeinander stehen. Okay. Ist das jetzt dann quasi die Hauptstadt oder was? Das da hinten schaut aus wie so ein bisschen wie Notre Dame. Also, ich meine, da geht zwar noch viel ab, aber so von der Gebäudestruktur her. Naja. Gut. Es ist ganz schön weit. Aber ich schaffe das. Also los. Mhm, vor allem, ich bin immer nur allein. Was tun die anderen jetzt eigentlich? Die sauft jetzt an, oder was? Den wir mal lieber Schleier bei. Hey, ihr da drin! Das ist die letzte Warnung, bevor wir euch auf euren Ärschen hier rausschleifen. Verdammte Bourgeoisie. Alter, bist du behindert? Warum musst denn du genau dann umdrehen, wenn ich von der Treppe runtergehe, ha? Mal hat die Laterne so rumgehauen, dass du sagst, gibt's das. Ah, leck mich doch am Arsch. Ja, wo soll ich jetzt hin? Das ist jetzt die Frage. Ah, da schaut's schon mal gut aus, weil da kann ich ein wenig verstecken. Das ist ja auch schon etwas. Wo haben die zwei jetzt hin? An die weg, oder was? Da haben wir auf alle Fälle eine Truhe. Können wir mir irgendwas bauen? Was geht uns da ab? Schauen wir mal, vielleicht finden wir das da herin. Ah, Alkohol. Ja, wo haben die zwei haben da jetzt hingegangen? Die waren doch gerade noch da. Oder haben die einfach drauf. Aha, die haben einfach durchmarschiert. Achso, da steht er. Da ist er. Na, da hinten kann er stehen bleiben, da interessiert er mich nicht. Vorsicht. Letzter Aufruf. Auf Befehl von Großinquisitor Vitalis wird das Kriegsrecht ausgerufen. Die Stadt untersteht jetzt der Inquisition. Warte mal, wie ist das gegangen, dass man dem seine Laterne ausschießt? Sind verhaftet und hingerichtet. Kriegsrecht? Ich kann's nicht glauben. Warum jetzt? Hey, man hat doch dem seine Laterne ausschießen können, oder nicht? Beziehungsweise, wir könnten einfach die ja mal absenden da. Das sehe ich mir besser an.
Ach, der wird wohl alarmiert, oder was? Den kann man jetzt wahrscheinlich killen, indem man Seillaternen ausschießt. Aber ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie das gegangen ist. Ja, das geht nicht. Da müssen wir es anders machen. Ah, da hinten war ein Fackel drin, okay. Halt die Klappe. Das, glaube ich, war gar nicht einmal so schlau. Ja gut, vielleicht auch doch. Na, Hauptsache es hat ja geschmeckt. Okay. Aha. Okay. Ja, und sonst so? Oh, da gibt es einen Haufen Loot da hinten. Achso, nein, das ist was zum... Oh nein, das ist so viel zum Anlenken, das ist nicht gut. Scheiße. Wie soll man bei all den Fakten hier in Ruhe die Sachen durchstöbern? Dich haben sie ja schön angeknabbert. Hättest vorsichtiger sein sollen. Komisch, die Laternen habe ich jetzt auch... Achso, bei dieser... Achso, ja, ich sehe glaube, bei dieser Fackel. Eine Fackel kann man ja bekanntermaßen auch nicht ausschießen. Jetzt wissen wir das auch. Der ist gut weiter. Wahrscheinlich auch anders regeln können, aber gut, so ist es effektiver. Jetzt pass auf. Ja gut, die haben jetzt da noch beschäftigt. Traue mich aber jetzt nicht laufen, weil wenn die auf einmal nicht mehr beschäftigt haben, dann habe ich ein Problem. Wobei. Das wird schon passen. Machen wir einfach mal einen Usain Bolt. Ja gut, okay. Immerhin. Lass es euch schmecken, ich bin nochmal weiter. Gut, da haben wir jetzt, pass auf. Stellen wir das auch mal nochmal her. So. Können wir nämlich da den Loot wieder mit aufsammeln. Alter, wie lange kann man denn auf einen Menschenapfel fressen? Aha, da hinten ist ein Gockelmann, okay. Ah, nein. Jetzt ist aber wieder nicht zauberhaft, da wenn du irgendwer mit seiner Tröte trötet. Aber was ist mit Vaters Sachen? Du hast doch gesehen, was sie mit den Leuten machen. Wir müssen weg, wenn die Inquisition uns schnappt. Scheiße! Lass das Zeug hier. Wir kommen später wieder. Ja, ist da mit 14 Cent nicht mehr. Ist das überall so? Aha. Gibt's da noch Loot? Aha, da haben wir einen Stecker, das ist gut.
Ja, wahrscheinlich muss ich da oben, okay. Weil, warum sollte man nicht Richtung Ratzen müssen? Warum nicht da hin, wo es gefährlich ist? Warum schleiche ich eigentlich? Das ist eh kein Mensch mehr, oder? Okay, da muss ich wahrscheinlich doch nicht oben. Wahrscheinlich auch nichts zum Geben. Ja gut, ich bin ja von da hinten gekommen, abgesehen davon. Da ist irgendein Daumen. Geh von da. Sitzen die Daumen. Hey, ich hör doch da einen Daumen. Gut, okay. Gut, es scheint sowieso nur einen Weg zum geben. Also so wirklich verlaufen kann ich nicht. Ich weiß zwar nicht, wo ich bin, aber immerhin lebe ich noch. Ja, das ist 3000 km/h Gickel. Bleib da und sei ruhig. Was ist da los? Nein! Das ist mein Mann! Das war dein Mann. Für den ist es aus, also verzieh dich. Nicht allein! Ich kann doch nicht ohne ihn gehen! Halt's Maul! Schon mal was von Kriegsrecht gehört? Willst du etwa noch vor ihm sterben? Oh mein Gott! Anna, ich bin ansteckend. Geh fort von hier. Hör auf ihn! Verzieh dich! Sofort! Oh Herr, Herr! Oh, ich bin diesen Scheiß so leid. Hätte mir das mal vorher einer gesagt. Es ist im Glordrucken gestanden von deinem Arbeitsvertrag. Hey, was ist mit dir? Hast du einen Spastischnitz oder was? Jetzt chill mal deine Eier. Oder deine Federn, wahlweise, keine Ahnung. Oh Gott. Ja, das war so klar, oder? So. Ja, da komme ich nicht um. Hä? Gibt's so einen Stecker? Moment einmal. Ich muss die Ratten beschäftigt halten. Ah! Tut mir leid. Ja, der spürt's eh nicht mehr, der ist gut weiter. Das hilft er nicht. Wo ist der gehängte Helm? Oh nein. Da kam also der Lärm her. Und diese verfluchten Ratten haben sich schon auf ihn gestürzt. Und auf die jetzt auch. Scheiße, Rind war Luke gewesen. Oh, wann nimmt das endlich ein Ende? Ja gut, so wie ich das sehe, kann die sowieso dauerbeschäftigt mit ihm. Das heißt, ich kann jetzt so theoretisch sogar noch looten. Wahrscheinlich stirb ich jetzt gleich, aber gut. Ja, das war so klar. Das ist noch voll gehabt habe. Wie jetzt erschreckt. Ja, okay, da war die Loot-Gier dann doch ein bisschen zu groß. Aber es hilft ihm halt nicht. So, was habe ich jetzt noch? Die stellen wir lieber vorsichtshalber nur mehr her. Ich hab mir gerade einen Arsch gerettet, ja. Sie wurden alle hingerichtet. Gut, so wie manche da ausschauen, hängen die da schon länger. Er war ein guter Junge. Dein Sohn ist hier, weil er Befehle missachtet hat. Er hatte Angst und ist weggegangen. Achso, da war. Aha, ja, das ist die Bude, wo wir gerade drinnen waren, okay. Das reicht. Werde jetzt einmal unterlassen, die Tür aufzumachen. Das nennt man Disziplin. Ohne sie sind wir nicht besser als die Ratten. Ohne uns. Okay. Auch dafür, dass die Inquisition dich hier rausholt. Wir landen sowieso alle in der Hölle. Aber da sind zu viele Ratten. Ich muss sie ablenken, wenn ich da durch will. Aha, also das heißt, das muss früher oder später sowieso wer sterben. Okay, ja gut. Mehr Leid umbringen ist mehr gut, habe ich gehört. Und der hat einen Aluhut auf, oder? Okay. Hast du einen Aluhut auf? Ja, du hast einen Aluhut auf. Ja, von da ist schwierig. Ich weiß zwar nicht, inwieweit mir das jetzt geholfen hat.
Ja, die haben unflauschig. Okay, hab ich schon gespannt. So, hä, aber wir bekommen noch einen Dom. Moment einmal. Kommen wir da rauf? Hä? Ich könnte vielleicht einen der Gehängten von da oben runterholen. Ja, das macht Sinn. Ja, jetzt... Aha! Ja gut, okay. Hab ich gesagt, dass ich es übersehen hab? Gut. Ganz ruhig. Das klebt. Hier geht. Das Kleben war gerade mein kleinstes Problem, wenn du mich fragst. Er steht da hinten bleiben, gell? So, wo hängt jetzt so der nächste? Achso, da muss ich einfach dumm steigen, oder was? Ich sag mal, warum gehen die nicht auf den dahinter? Also ja, dann hängt aber jetzt keiner mehr. Ah. Ach so, scheiße. Ja. Ich hätte jetzt eigentlich doch gehört, dass die da hinten rennen, wenn der hier ist. Sag schon. Ja gut, mach mal. Dauert's ein wenig. Ja, sauber. Gut, das schaut aber dann nicht, dass der da hinten hier ist. Abgesehen davon. Der hat sowieso sterben müssen. Gut, den Topf brauchen wir aktuell nicht. Dann nehmen wir mal so eine Fackel mit, weil die werden wir jetzt wahrscheinlich schon gleich brauchen. Weil wir müssen wir, so wie ich das sage, in die Richtung. Oder auch nicht. Okay. So, wie müssen wir da durch? Was ist da unter... Oh. Nicht hinsehen. Nicht hinsehen. Ah. Ja gut, okay, aber da kommen wir jetzt erst mal auch nicht hin. Also jetzt haben wir da... Ah, jetzt haben wir da, wo wir vorher den anderen umgelegt haben. Aber wie kommst du denn da hinten hin? Aha, indem du da Bomben wirfst, okay. Ja gut, okay. Bist wieder negativ. Sehr gut. Das sind einmal zauberhafte Nachrichten, Mr. Billinger. Sehr schön. Dann ab in die Freiheit, mein Freund. Na gut. Ich stelle vorsichtshalber wieder her.
Geschafft. Wir haben aber oben noch nicht an der Uni. Werde ich nie vergessen. Die Universität. Na bitte. Weiter. Fast. Fast, Thomas. Der Friedhof. Er liegt auf dem Weg. Willst du wirklich da lang, Amicia? Naja, bevor ich den Weg übertrotzen nehme, gehe ich lieber über den Friedhof, weil... Was ist das? Ich muss die Inquisition hier aufgestellt haben. Der Lichtstrahl kann Amicia inmitten von Ratten einen Weg freimachen. Lenke den Strahl mit L... Nicht schlecht. Der Großinquisitor macht eben keine halben Sachen. Oha. Ah, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich weiß nicht. Kann außerdem den Weg freimachen oder sie blockieren. Ja, okay. Habe ich schon gespannt. Aha, okay. So, ich kann nichts ausbauen. Na toll. Zauberhaft. Komm schon, Kumpel, nur ein paar Münzen. Oh, nein. Du hast doch irgendwas dabei. Was Wertvolles. Ho. Unsere was? Hey, was zum... Das wird dich lehren. Aber irgendwie ist das noch nicht so in der Position, wo ich mich da, so muss das sein. Nein, hier darf so. So. Ein Fenster. Perfekt. Ja, gut, okay. Ich glaube, ich kann mal so lassen, oder? Er schaut gut aus. Dann nichts wie weg hier. Es. Magister, das Episanguis. Mal sehen. Perfekt. Darf ich fragen? Wir wissen, dass es von den Ratten kommt. Doch wozu dient es? Das nennen wir Odens. Wow. Das ist nur einer der Effekte des Episanguis, wenn man es mit Sulfur mischt. Aber daran hegen wir kein Interesse. Warum nutzen unsere Leute es dann nicht? Hm? Es könnte... Es ist zu wertvoll. Alle Episanguis-Kristalle sind unserem Projekt vorbehalten. Insbesondere, da es in dieser Form die Ursache war für, nennen wir es, bedauerliche Unfälle. Aha. Bringt es in die Bastion. Das ist genug für heute. Bedauerliche Unfälle? Wenn du es über deinen Füßen verschüttest, kannst du auf dem Hintern Patrouille laufen. Ist das vielleicht der Ausschlaggeber für Pest, ha? Ist das im Bereich des Möglichen? Episanguis? Was ist das? Das muss ich mir ansehen. Mhm. Episanguis, interessant. Oh, aber was Episanguis ist, glaube ich, schauen wir uns beim nächsten Mal an. Ist, glaube ich, gerade ein schöner Plot-Twist. Oder ein Cliffhanger, wie wir es der Mozzoguni mittlerweile so gerne nennen. Haben wir ganz, ganz gut vorangekommen. Ganz, ganz gut vorangekommen. Sehr gut. Haben wir wieder irgendwas gelernt, wieder irgendwas erfahren. Aber ich glaube, das ist tatsächlich wirklich... Ja, mein Deckel hat sich verabschiedet. Sehr gut. Ist, glaube ich, ganz interessant. Aber Plot-Twist.
Ein Plot-Twist. Ja, genau. Aber ich glaube, das ist jetzt gerade so der perfekte Moment, um da einfach einen schönen Cut zu setzen. Wir haben jetzt gerade noch von dem, jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr, das heißt PC Sangwiss-Dingenskirchen, keine Ahnung. Ist, glaube ich, so, wie ich das jetzt durch verstanden habe, vielleicht sogar der Ausschlaggeber für die ganze Pest, die wo da herrscht. Ja? Da bin ich gespannt, wie das weitergeht. Vor allem der Alchemisten-Peppi, der wo da gerade noch auftaucht ist, der wo da sein Templerkreuz auf der Stirn nicht tätowiert, sondern eingeritzt hat. Der ist quasi schon Stufen weitergegangen, dem Klangfarb nicht mehr, der braucht es vernappt. Ich glaube, dass das schaut mir auch so an, wie wenn das vielleicht ein potenzieller Endgegner wird. Ja? Also mal, wer der komplette Endgegner ist, das kann man jetzt auch aus den Fingern sagen. Das wird da der Bronze-Ritter Kunibert sein, der wo quasi auch unsere Eltern hops genommen hat. Also so stark auf den Kopf gefallen bin ich jetzt auch nicht, dass man das nicht herleiten kann. Aber ich glaube, dass der Alchemistenheini da, dass der auch noch irgendwie, der hat noch eine Rolle zum Spielen. Also da bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass da noch irgendwas kommt von dem. Weil der wird ja nicht umsonst einfach jetzt so eingeführt, ja. Und vor allem, ich glaube, dass man mir, der hat doch so das komische Ding da auf dem, das Peli Santis, weiß ich nicht, Haumeblau. Wie er das auf den Boden geworfen hat, das hat so komische Astel geworfen. Ich glaube, dass wir mir das auch noch lernen, ja. Tatsächlich, um da noch mal eine Zeile abzulenken. Weil wir haben ja schließlich nicht immer Licht und nicht immer Feuer irgendwo in der Nähe. Und ich glaube, dass das noch mit dazukommt, vor allem, weil wir mir auf dem Waffenrad ja noch so 2 oder 3 so Slots frei haben. Kann man vorstellen, dass das auch noch mit dazukommt. Aber da lassen wir überraschen. Da bin ich tatsächlich gespannt. Aber ich muss einfach nur mal sagen, also Story gefällt mir unfassbar gut. Weil es irgendwie so ein bisschen. Also, das Rahmenthema ist natürlich die Pest, aber es nimmt so ein bisschen. Ja, so mehrere Dinge, so Eckpunkte nimmt das an. Ja? Was ist mit Hugo? Wie ist das Ganze ausgebrochen? Was genau macht sein Krankheit jetzt? Und was hat es jetzt mit der komischen Alchemie da auf sich? Ist vielleicht Pest doch nicht auf dem Mist von der Natur gewachsen, sondern auf irgendeinem Fehler von dem Idioten, der wo da gerade das ganze Zeug umeinander geworfen hat. Das gefällt mir wirklich ganz, ganz, ganz gut. Und optisch braucht sie das Spiel einmal absolut überhaupt nicht verstecken. Also es schaut schon verdammt gut aus. Also, wir haben ja zwar heuer jetzt generell im Jahr 2022 haben wir generell kaum ein Spiel gehabt, wo ich sage, okay, jetzt von den neuen Spielern, das wo jetzt irgendwie schlecht ausgeschaut hätte. Aber Plague Tale, wie gesagt, ich habe es jetzt heute auf Ultra-Auflösung gespielt. Es hat scheinbar funktioniert, oder? Mit dem Bale. Es hat keine Ruckler oder irgendwie sowas gegeben. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das passt hat, weil sonst hätte es entgegnet. Und da keiner gesagt hat, hey, der Bale stinkt, gehe jetzt einfach mal davon aus, ist alles flauschig gewesen. Und auf Ultra-Auflösung schaut das Spiel halt einfach schon nochmal eine ganze Hausig schärfer und besser aus. Vor allem mit den Details, mit den ganzen Effekten vom Wasser, mit dem Lichteinfall. Der Wald hat brutal geil ausgeschaut, also du kannst wirklich gar nichts sagen. Wirklich sehr, sehr gutes Spiel bisher. Gefällt mir unbandig. Bis jetzt ist er 11 von 10. Ja? Sage ich auch mal dazu. Und das wird es wahrscheinlich auch bleiben. Ja, abgesehen davon. Also da müsste jetzt schon extrem schief gehen, dass ich sage, okay, das Spiel ist jetzt hinterher doch nicht mehr so gut. Aber das wird mit Sicherheit nicht passieren. Das kann man mir jetzt echt nicht vorstellen. Es fesselt halt unwahrscheinlich. Ja, definitiv. Wahrscheinlich. Ich habe jetzt nicht wirklich viel Ahnung, wie viel das da noch kommt. Ich meine, der Mozart hat einmal erwähnt, es sind 16 Kapitel, irgendwie sowas. Darf es mir jetzt nicht festlegen. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht aufgeschaut, in was für ein Kapitel das bei mir jetzt sind. 7 oder 8. Ich weiß nicht genau, keine Ahnung. Ist auch völlig wurscht. Ja, wenn es soweit ist, ist es soweit. Und solange es noch dauert, solange genießen wir es. Ja? Genau. So, und ich kann jetzt dann auf meinen Anschwasser davor schwimmen. Ich schwitze wie ein Ochs. Also ich muss mir jetzt unbedingt, das tue ich jetzt dann gleich noch, ich muss mir meinen Ventilator noch drauf verbringen, weil sonst haut das im Sommer da drüber überhaupt nicht hin. Weil ich verrecke. So gegen Gavis ist. Genau. Jetzt gibt's dann Essen. Wann gibt's denn bei mir? Wahrscheinlich erst um 6 oder 7. Der Schwiegerpapa grillt. Mehr grillen ist mehr gut, habe ich gehört. Genau.
Grundsätzlich, ich habe mit Mozart vorher geschmatzt und die meisten von ihnen haben das auch mitgekriegt, für den Fall, die es nicht mitgekriegt haben. Es war jetzt einmal vorgeplant, dass wir morgen um 9 Uhr einen Frühschoppen machen und It Takes Two weiterspielen oder fertig spielen. Ich habe keine Ahnung. Das regelt man dann schon irgendwie. Und falls ich halt so dermaßen versinge, so dass ich morgen nicht in der Lage bin zum Streamen, weil es halt ausnahmsweise mal was zum Feiern gibt und ich mir da auch das nicht nehmen los einmal das eine oder andere Gläschen zum Trinken, da ich das unter dem Jahr eigentlich so gut wie nie tue, dann kann es natürlich passieren, dass der Stream morgen nicht stattfindet. Ja? Aus Gründen. Aus Kopfgründen wahrscheinlich. Ja? Oder aus Magengründen. Ist ja wurscht, völlig egal. Sollte das nicht der Fall sein, schreibe ich es natürlich auch nochmal ins Discord. Und am Mozart schreibe ich dann auch nochmal. Aber gemäß dem Fall bleiben wir jetzt einfach mal so morgen um 9 Uhr in der Früh It Takes Two mit dem Mozart. So jetzt nicht so sagen, kriegt es rechtzeitig mit. Ja? Deckenventilator beste. Naja, da ich gern, aber Mietwohnung und so. Ist ein bisschen. Weißt du nicht. Dann einen guten für später noch. Spiel gefällt mir auch sehr gut, war wieder sehr flauschig. Jetzt sehe ich es gerade, du hast deinen Namen geändert, oder? Du hast aber nicht schon immer Mr. Boxer vorne drauf stehen. Du hast du mal Boxer drauf vorstehen gehabt, oder? Kann das sein? Oder täusche ich mich da jetzt so dermaßen, dass es ganz aus ist? Aber ich meine schon, dass du nicht oben Mr. Boxer vorne drauf stehen gehabt hast. Ich meine, ist nicht schlimm, um Gottes Willen. Mir auch, da schmatzen wir mal, wenn's es ausgeht. Das kann man von ja, gut, okay, ob sie jetzt bei mir in meiner Situation der Deckenventilator nur rentiert, weiß ich nicht, weil ich wahrscheinlich nicht einmal mehr ein Jahr da wohne. Ja, das kommt halt jetzt. Ja, das kann ich noch nicht sicher sagen, wie sich das jetzt entwickelt, die nächsten Tage, Wochen, Monate. Aber sollte alles seinen Lauf so nehmen, wie er angedacht ist, dass er seinen Lauf nimmt, dann wohne ich wahrscheinlich nur noch bis nächstes Jahr um die Zeit in der Wohnung, wo ich jetzt wohne. Ja? Aber da kann ich noch nicht viel dazu sagen, sage ich jetzt einmal. Ja, aber können wir uns gerne mal unterhalten, so ist es ja nicht. Den nimmst mit. Ja, gut, okay. Wegen dir habe ich auf Mister gewechselt. Warum tust du das? Das ist ja nur ein Gimmick. Ich nenne ja nur die meisten Leute einfach Mr. oder Mrs. Ja, das ist jetzt, deswegen musst du nicht deinen Namen ändern, um Gottes Willen. Aber steht da auf alle Fälle, Mr. Boxer. Hat irgendwas. Bumm ist Party zu. Ja, hoffen wir es nicht. Da, der Mr. Price, der heißt auch nicht Mr. Price, weil ich Mr. Price nicht. Wo kann man denn da hin? War so aus. Du hast das immer so vorgelesen, das hat mir gefallen. Ja gut, okay, dann ist was anderes. Ich hab das jetzt so verstanden, du hast zwecks mir geändert, weißt du schon? Dabei, weil ich Mr. zu dir sage. Ja, der sagt Mr. zu mir, jetzt muss ich meinen Namen ändern. So, das war da direkt aus. Ich hasse seit Ching wegen einer Alten. Ja, den Namen musst du behalten, da kommst du nicht mehr aus. Ja, also, das war jetzt irgendwie. Du, wenn du deinen Namen änderst, sag dir, wie es ist, ich nenne dich trotzdem sei. Du kannst machen, was du willst. Das hilft ihm nicht. Der Name, der hat sich einbrennt bei dir, ja. Da kannst nichts machen. Du bist einfach der geschubste Sei. Der obergeschubste Sei, so muss man eigentlich sagen. Ich hab den Kommando abgesehen davon immer noch nicht gemacht. Aber gut, das ist ja mal auf hohem Niveau. So, genau, jetzt passt es einmal um. Ich muss jetzt einmal schauen. Wie, es ist keiner Live-Twitch, Max, wie du warst mir, oder? Ist das dein scheiß Ernst, oder was? Moment einmal, das kann man aber jetzt wirklich nicht vorstellen, jetzt passt so wart. Ich benenne mich in Oberstgeschubster. Dann nenne ich die trotzdem Sei. Ist mir scheißegal, wie du die nennst. Und wenn du die Captain Blaubeer nennst, die nennen die trotzdem Sei. Ist mir völlig wurscht. Okay, Freunde der Sonne, es ist tatsächlich so, es ist fucking niemand live. Jetzt brauche ich eine Hilfe, ich brauche einen Raid. Es hilft einem nicht. Irgendwelche Bekannten. Mir scheißegal wer. Ungefähr mein Größe, das wisst ihr sehen, wie es so läuft. Es ist keiner live. Das gibt's nicht. Da muss wer live sein. Das kann nicht sein. Jetzt schaut mal alle in den Enkerner Follower-Listen nach, ob irgendwer live ist. Das gibt's nicht. Also, okay, kann schon sein, dass es gibt, weil bei mir ist auch, ich hab wirklich viele Leute in meiner Liste, aber dass da einmal wirklich keiner da ist. Nur Leute über 100 Zuschauer. Ja gut, das hilft uns jetzt eher wenig. Jetzt pass auf. Jetzt muss man ganz was anderes machen. Jetzt schau mal, ob in der Kategorie vielleicht jemand der ist. Jetzt pass auf. Ich bin der einzige Deutsche. Ist die Senker ernst? Oder was? Ich bin der einzige fucking Deutsche, der Blocktail spielt. Ja, scheiße, oder? Alter Schwede, ein Bayer. War ein Bayer. Der hört sich gut an. Schreib mir den ja so, wie du jetzt geschrieben hast, Mr. Price. Das muss ich der Name muss exakt stimmen.
Der ist nicht live. Ja, wie jetzt? Alter Unterstrich Schwede. Ist er jetzt live oder ist er nicht live? Das war ja blöd, wenn ich zu Henker schickt, der wo gar nicht streamt. Das war auch mit Bazi-like, oder? Das war so richtig, das da genau auf mich passt, oder? Ich schicke irgendwo hin, oh scheiße, der ist offline. Der ist live, okay. Jetzt pass auf, dann schauen wir. Ich kenne den tatsächlich nicht. Ist das ein Problem, wenn ich mir den einmal schnell kurz anschaue, weil ich kenne den nicht. Muss sagen, ganz ehrlich, wie es ist. Aber wenn er vorhin vorgeschlagen wird, dann kann er schon gar nicht einmal so verkehrt sein. Ja, ob's jetzt. Maus, mach, danke. So, jetzt passt es super. Da muss man schauen. Da muss der Bart jetzt einmal schnell geschwind schauen. Machen wir gleich. Also, ja. Spielen der überhaupt? Oh, der ist auch schon ein wenig älter. Der spielt Sniper Elite. Okay. Ah ja, 76. Respekt. Der ist ab und zu beim Dampf, okay. Ja, weil wenn er nicht am da ist, den nehmen wir, weil er nicht am da ist. Und wenn so ein Vorschlag von euch ist, dann kann das kein so falscher nicht sein. Abgesehen davon. Gut, dann haben wir das. Dann raten wir einen alten Schweden. Jetzt irgendwie komischer, wenn ich das sage, aber gut, das wird schon passen. Okay. Gut. Dann sage ich merci fürs Zuschauen, Freunde der Sonne. Macht's euch noch ein schönes Pfingsten. Bleibt sauber, bleibt gesund. Ja. Wir sehen uns voraussichtlich morgen. Gemäß dem Fall, dass wir uns nicht sehen, sehen wir uns irgendwann im Laufe der Woche. Abgesehen davon, schreibt es in den Kalender, das habe ich schon angekündigt in Discord, am Sonntag, nächste Woche, haben wir ein einjähriges Bazi-Jubiläum auf Twitch. Ja? Da machen wir einen Community-Zock draus. Was genau der Phase ist, so ging auch im Laufe der Woche, das weiß ich noch nicht genau. Ja? Aber da wisst ihr schon mal Bescheid, da spielen wir auf alle Fälle was miteinander. Nicht nur ihr allein, sondern wir alle. Und da wird für jeden was dabei sein. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja, also da unbedingt. Spätestens am Sonntag bin ich wieder live. Ich komme aber davor nochmal. Genau. In diesem Sinne, merci fürs Zuschauen. Viel Spaß beim alten Schweden. Ich kenne ihn tatsächlich nicht. Supporter lassen, das kostet nichts und tut auch nicht weh. In dem Sinn, bin ich für heute raus, habe die Pfiat euch und bis spätestens nächste Woche. Pfiat euch.